Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ivo und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurven mit dem beschissensten Podcast. ja, der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin. Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mehr motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Okay, wir sind heute da mit dem Moritz, Yes. M zum O, Yes. als Künstlername. Ich habe mich versucht zu informieren im Internet darüber und dort steht, du bist Doktorand für Nahoststudien. Das ist korrekt, ja. Crazy. Also als Doktorand für Nahoststudien, das heisst, wenn jetzt im Flugzeug jemand würde sagen, so, ist ein Arzt da, ist ein Doktor da, dann würdest du sagen, ja. Voll. Und dann würde ich der Person 1 Stunde lang den Palästina-Konflikt Ja. erklären und die würden mal Herzinfarkt Der am sterben. Kämpfen, der Herzinfarkt. Du so, was? Ich bin Arzt, man, was ist? Was ist? Vielleicht entweder sieben oder sieben nicht. Ich bin auch nicht Doktor, aber Und inshallah das- in einem Jahr dann. Geil, und Doktorand bedeutet, du bist auf dem Weg zum Ich Doktor. bin, genau, ich bin meine Doktorarbeit am, noch nicht, also jetzt nächste Woche fange ich an zu schreiben. Bis jetzt einfach am Daten sammeln und halt ja, dafür sorgen, dass ich dann auch etwas gut schreiben kann. Darum bin ich jetzt 1 Jahr in Palästina gewesen. Krass. Genau, und Nahoststudien ist, glaube ich, so ein bisschen der Überbegriff. Und irgendwo habe ich noch gelesen, du bist auch ein Konfliktforscher Ja, in Israel-Palästina. ja, genau. Also Nahoststudie ist einfach so das Fachgebiet. Ich finde den Namen aus verschiedenen Gründen ein bisschen problematisch. Aber ja, wenn Zeitungen und so halt kommen, dann ist es ein bisschen lang Doktorand für Nahoststudien. Ja. Darum Konfliktforscher ist so the way to go für mich jetzt so in der Außendarstellung für Leute, die jetzt nicht irgendwie im akademischen Zirkus umeinander sind. Voll Friedensforscher haben es auch schon gesagt, aber das finde ich nicht so. Also mir gefällt Konfliktforscher besser, weil eigentlich schaue ich letztlich Konflikt an. Natürlich in der Hinsicht, dass irgendwann, wenn man Konflikt besser versteht, dass man dann auch zum Frieden kommen kann, dass irgendwie kann helfen dazu. Krass. Aber es geht auch in erster Linie um den Konflikt, ja, oder um Konflikt im Generellen und Palästina im Spezifischen. Du bist Preisträger vom Kulturpreis Zürich-Unterland. Ja, Jetzt ist seit gut. neuestem. Yes. Ja. Also ich bin noch nicht prämiert worden. Das Ja. kommt dann am 25. Januar. Ich Ja. weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber genau, ja, das ist eine Ehre für mich. Ich meine, Ja. ich bin vom Zürich-Unterland. Wir können dann Wellen machen, Bro. Wow, ich komme im Gottfried-Keller-Zentrum in Glattfeld am 25. Januar ist Preisverleihung. Gottfried Keller war der Autor, gewesen, oder? Ja, voll. Von Schwarze Witwe, oder wie das heisst. Schwarze Witwe ist Also Spinne? nein, das ist doch der Gotthelf. Ah, Der Gottfried Keller ist der von Kleider machen Leute, okay. Leute von Seldwyl und so. Ja, voll. Der ist, das ist eben der ist von Glattfeld. Also er ist von Zürich, aber hat in Ja. Glattfeld gelebt. Ah ja, voll. check. Geil. Kennst du alles oder nichts? Nein, Der Film. Kennst du nicht? nein, Von Josh Negroni. nein. Kennst du nicht? Das ist auch so ein Kulturpreis, hat er auch verdient. Also er macht sich immer lustig. Nein, über mach mich. ich nicht. Ja, Mach ist ich gut. nicht. Also, Er hat Preise bekommen, Bro. Er hat auch Preise gewonnen. Krass. Ja. Bro, in dem Fall sind wir auf Augenhöhe. Ich Kennst weiss du Carlos Leal? Immerhin 2 sind auf Augenhöhe da. Ja. Kennst du Carlos Leal? nicht. Carlos Leal, ja, kann ich. Der hat für ihn gewotet, Bro. Bro, krass. Er kennt ihn, Bro. Krass, Bruder. Danke Krass, für das Intro, Bruder. Ich muss sagen, viel krasser als der Kulturpreis vom Zürich-Unterland. Hey, ist easy. Ich meine, du bist halt mehr beim Zero. Ich meine, was hast du? Ah, tun wir jetzt so? Ja, wieso musst du mein Gesicht jedes Mal nehmen? Ich gebe dir doch Pro für die scheiß Preise. Kennst du Mann. alles oder nichts? Bro, das ist ein Film, den ich vor 10 Jahren gemacht habe. Und das ist ein guter Und Leute Film. machen sich Schickst du mir einen lustig. Link? Nein. Nein, Bro, ich schicke keinen Link. Er hat das größte Was, View wieso? der Wichser. Er Ja, hat ist gut. das Also, genau. Und du bist heute da aus mehreren Gründen. Einmal, damit die Leute aufhören zu motzen, dass wir nicht über Palästina reden. Danke für das. Nein, Spaß. Bitte. hoffentlich, Das ist auch- hoffentlich hören sie wirklich auf Mozart und sind Ja. nachher nicht so der Nein, hat voll also komisches Zeug gesagt. Jetzt noch kurz, es muss eigentlich niemand. Ja. Also der Phase gegeben, wo ein, zwei Leute gemotzt haben, wo das halt wieder entfacht ist. Aber jetzt... Das ist ein Running Gag, Bro, weil Schau du da dich die- Mal so aufgeregt hast. Schau dir da die 1-2 Genau. Leute. Und der Wunsch ist eigentlich, dass du heute vorbeikommst und uns vielleicht ein bisschen, wie habe ich vorher gesagt, Aufklärst. aufklärst. Danke vielmals.
Ich schaue eben Filme und Serien nur auf Englisch, Bro, und seitdem ich das mache... Er ist eben anders, weißt du? Er ist besser. Genau, nein, seitdem habe ich das Problem mit der deutschen Sprache. Das ist wie so... Er hat Bro, eben kein Problem gehabt, weißt du? Ich sage ehrlich, ich habe jetzt ein Jahr lang nur Arabisch und Englisch geredet und ein bisschen Geil. Hebräisch. Also Deutsch, falls ich Deutsch vergesse. Krass, kannst du vor Arabisch sagen? Wir haben ja auch ein paar Hörerinnen, die vielleicht... Salam alaikum. Voilà, danke vielmals. Alaikum salam. Das andere. Das andere, ja, genau. Gerne. Hey, und ich glaube, so der Sinn und Zweck ist einerseits ist mega spannend, weil du hast jetzt die letzten 1,5 Jahre, Tunen verbracht, oder was? also hin und her bist du gekommen, oder wie ist das gewesen? Das letzte Jahr, also 2024, bin ich eigentlich fast das ganze Jahr in Palästina gewesen, also im Westjordanland und in Jerusalem. Und 2023 bin ich einfach jeweils 1,5 Monate Arabisch lernen in Hebron, also im Westjordanland. Und vorher habe ich für die Schweizer Botschaft geschafft in Tel Aviv. Im 2020. Also von den letzten 4-5 Jahren habe ich wahrscheinlich etwa die Hälfte zwischen dem Fluss und dem Meer verbracht, in dem Gebiet, wo Palästina und auch Israel genannt wird. Wie geil ist das, wenn ein Schweizer sagt, Dune? Und ich kaufe es ihm ab. Weißt du, so. Ja. Das ist wie, normalerweise, wenn du irgendwie beim Arbeiten bist, nachher fragt dich irgendeine Margret, hey, bist du nicht gewesen? Dann bist du so, Bro, hör auf. Du hast den Sinn, oder? Meinst du, will ich sagen Dune? Aber bei dir kaufe ich es ab, Bro. Dir kaufe ich es ab. Und wie ist das? Also was hast du in der Botschaft geschafft? Bei der Botschaft habe ich einfach einen Bericht geschrieben über die politische und wirtschaftliche Lage in Israel. Okay. Also, das ist so. Ich habe gedacht, vielleicht kommt jemand, hey Bro, ich kann nicht fliegen, mein Pass ist abgelaufen, kannst du bitte? Nein, das macht Konsulat, das macht nicht Botschaft. Stimmt, Das macht sorry, so politisches stimmt, Stuff. stimmt. Ja, Schau, genau. kannst du noch korrigieren. Ja, Bro, richtig da, Bro. Wie da zum Aber jetzt weiß ich Educator. etwas, es gibt Unterschiede zwischen Konsulat und Botschaft. Es ist im gleichen Gebäude, aber es sind wie zwei getrennte Okay. Divisionen. Kennst du den Film Argo Argo? mit dem Ben Affleck? Ja, fix, ja, der, der auf Iran gehen und... Genau, und der steht bei der Botschaft, nachher müssen sie die Leute ausschliessen. Voll, ja, den kann ich. Ist das auch deine Erfahrung gewesen? Mega, ja, wir haben so... Es war die Zeit von Corona, gewesen, wir haben alle Schweizer müssen rausbringen. Nein, geil. Also du hast ein Jahr lang in der Botschaft geschafft Ja. und anschliessend? Und nachher habe ich angefangen mit dem Doktorat eigentlich. Ich habe studiert vorher und dann habe ich auf der Botschaft geschafft und dann habe ich eigentlich gefunden, hey, ich will eigentlich wie mich vertieft mit dem Thema Palästina-Israel auseinandersetzen und in der Berufswelt, wie ihr sicher wisst, ist es einfach ein bisschen schnelllebig, so Day-to-Day-Business. Und dann habe ich wie gefunden, das Doktorat ist der beste Weg, um das zu machen. Und es war nicht immer einfach, gewesen, weil man ist halt ein bisschen auf sich allein gestellt. Aber jetzt so nach 3 Jahren, jetzt noch 1 Jahr zum Schreiben, was ich vor mir habe, bin ich echt recht froh, dass ich den Entscheid getroffen habe, weil eben ich kann das Privileg zum Arabisch lernen, Hebräisch lernen, mich wirklich vertieft damit auseinandersetzen und hoffentlich nach dem Doktorat zahlt mich dann jemand, um das weitermachen. Das ist echt okay. Geil. Krass. Und geht es in deiner Doktorarbeit jetzt grob um Israel-Palästina oder geht es zum Beispiel um speziell etwas? Es geht eigentlich speziell ums Westjordanland, also Ja. das Gebiet, wo Israel 1987 besetzt hat. Ja, und das ist eigentlich wie ein völkerrechtlich palästinensisches Gebiet, ist besetztes Gebiet, also gemäß eigentlich allen Ländern und allen Völkerrechtlern. Und genau, es geht eigentlich um das Gebiet. Ja. Da gibt es so Hebron, Bethlehem, also viele alte, wichtige Städte, Jericho. Ja. Es ist ein kleines Gebiet, ich will erst mal anschauen, es ist etwa so groß wie der Kanton Bern. Das ist geil. Jericho ist auch ein biblischer Begriff eigentlich. Ich weiß nicht, ob es ein Begriff ist, aber es ist sicher ein biblischer Name. Ja. Also ja, die Stadt Jericho ist, glaube ich, eine der ältesten Städte der Welt. Also, dort umeinander gibt es ja viele von den ersten Städten, die es jetzt gibt. Wie kommt man dazu, dass... Ich meine, du bist in der Schweiz aufgewachsen. Mhm. Wie kommt man dazu, dass man sich für Nahostforschung interessiert? Bro, gute Frage. Ich habe wie halt internationale Beziehungen studiert und vielleicht ist das so ein bisschen, weil ich halt, ja, ich meine, ich bin Schweizer, ich habe nicht irgendwie einen Migrationshintergrund oder so. Ich bin auch recht privilegiert dadurch und dann habe ich glaube vielleicht auch so das White Saviorism, wo ich natürlich heute auch wie mich selber muss reflektieren, auch immer, wenn ich dort angehe und so. Aber ja, vielleicht von dem damals so im Bachelor so naiv, so hey, you know,
Ich habe immer entscheiden, was ich für die Bachelorarbeit mache. Und dann haben wir irgendetwas zugetragen mit Jerusalem und so. Und ich so, wow, damn. So der eine Konflikt, den noch niemand hat können lösen. So ich, der Moritz aus Bachenbülach, schaffe das sicher und so, keine Ahnung. Von dem aus und dann, ja. Ja, good job bis Also muss ich vielleicht auch voll... Fett ausgeartet, Bro. Seit du dort bist, Bro, läuft es scheiße. Nur schlimmer. Wirklich noch schlimmer. Nein, und dann habe ich einfach mit dem angefangen. Und ich meine, natürlich, so als Kind und Jugendlicher hast du mit Nachrichten und so natürlich über das gehört und ja, keine Ahnung. Und dann habe ich halt wie das gemacht, dann einen Master, nachher eben auf Botschaft und so. Und dann bin ich so gesehen, okay, schau, du, das ist so das, was du jetzt bis jetzt gemacht hast. Und ich habe es spannend gefunden, also ich finde es immer noch spannend, aber ich fand es spannend gefunden. Ich habe jetzt auch dort, also das war nach Tel Aviv, gewesen, okay, ich habe jetzt dort gelebt. Und dann habe ich gefunden, hey, why not? So, ich meine, das ist wenigstens etwas, was mich, ich meine, irgendwann muss man sich überlegen, der 20er, für die Glücklichen von uns, die dürfen studieren, so, hey, was mache ich mit dem Rest von meinem Leben? Und ich habe gefunden, hey, look, das ist etwas, was mich actually interessiert, darum verfolge ich das. Und ja, es ist auch immer nice, zum dort sein, zum Tunen sein, Anführungszeichen. Also noch schnell... Eben, gell, ich habe vorher zum Beispiel, wenn es darüber gehabt, ich habe ja gedacht, dass du vielleicht irgendwie Israeli bist oder eben Jude und so, aber es ist eben, du hast gar keine Bindung zu, also nein, so weder zu Israel eben. Das ist krass, dass du genau dich für diesen Konflikt entschieden hast. Ja, eben. Es gibt auch andere Leute, die so sind wie du und die andere Meinung sind wie du. Und wow rappen. Und wie ist schon der Figa? Okay. Nein, aber machen wir die Klammern vielleicht doch warten wir noch ein bisschen. Ja, aber vielleicht, bevor wir weitergehen. Nein, aber wir können schon sagen, was safe ja. zu meiner. Weil es ist vielleicht auch so, dass halt weil in unserer Vorstellung, okay, ich meine, ich bin Schweizer Käse, all meine Grosseltern sind irgendwie aus einem Umkreis von 50 Kilometern um Zürich und es sind alle Christen, also nicht wirklich religiös, aber nicht jüdisch oder muslimisch. Aber vielleicht auch, weil eben genauso bei unserer Vorstellung vom Nahen Osten halt eben so Palästina, Israel so mega zentral ist wegen Jesus und all dem Zeugs und den ganzen Stories. Vielleicht ist es auch wegen dem, nimmt es auch eben erstmal die Rolle ein als Konflikt, der eben so unlösbar und so wichtig ist. Ich meine, die Leute sagen immer, das geht seit 3000 Jahren und das stimmt halt einfach nicht. Das geht irgendwie vielleicht seit 150 Jahren max. Der Konflikt, den wir heute, oder wo jetzt dort existiert, oder die Konflikt ist nochmal ein Begriff, wo ich weiß nicht, ob wir Zeit haben zum durchgehen, aber ich finde, man muss nicht unbedingt Konflikt nehmen, einfach die Situation, was es dort gibt, also die siedlerkoloniale Situation. Und genau, ich glaube, vielleicht auch wegen dem hat es mich jetzt mehr fasziniert als irgendwie der Konflikt in Darfur oder obwohl das in Sudan, obwohl es dort auch mega viel, also mega schlimme Sachen gibt und so Zeug. Und auf der ganzen Welt gibt es viele schlimme Sachen, aber darum nimmt vielleicht die Palästina-Israel-Situation halt so eine wichtige Rolle in unserer Vorstellung von der Welt und vom Nahen Osten. Ja. Vielleicht können wir noch, bevor wir weiterfahren, einfach auch für das Gespräch und auch für uns Zuhörerinnen zur Terminologie klären. Was meinst du mit Siedler? Siedler, meine Forschung ist ja zu Siedlerkolonialismus und Investorenland, aber grundsätzlich ist ein Siedler oder Siedlerin ist eine Person, die von Ort A nach Ort B geht. Und zwar nicht, um dort Ferien machen oder kolonisieren und wieder zurückgehen, sondern um dort zu bleiben. Aber nicht wie ein Immigrant, weil ein Immigrant oder Immigrantin macht das Gleiche gerade von Ort A nach Ort B, um dort zu bleiben. Aber ordnet sich dort halt in den meisten Fällen ganz zuunterst in den sozialen Gruppen und wird nicht irgendwie die politische Situation ändern. Ein Siedler oder eine Siedlerin geht von Ort A nach Ort B nimmt echt Souveränität, also wie ein Recht, um dort politisch bestimmen, mit sich um am Ort B eine neue Gesellschaft, die von den Siedlern dominiert wird, aufzubauen. Und das ist das, was passiert ist in Palästina seit 1880. Und in diesem Szenario sind Siedler? Ja, die Zionisten. Also, dort, vielleicht muss man dort auch sagen, ich verwende bewusst den Begriff Zionisten, weil es gibt Leute von beiden Seiten, die immer versuchen, Zionismus und Judentum zu verlinken. Und es hat natürlich auch einen gewissen Link, aber Zionismus ist eigentlich wirklich einfach eine politische Ideologie und eine Bewegung, die zum Ziel hat, einen Nationalstaat für die jüdischen Menschen oder die jüdische Gruppe, aber auch nur für die halt wirklich dann auch, also das sind wieder ein schwierige Begriffe, aber eigentlich das Ziel, einen jüdischen Nationalstaat zu errichten in Palästina. Aber der Zionismus ist in Europa entstanden, sprich die Leute, die sich am Anfang inkludiert, also inbegriffen gefühlt haben in dieser Gruppe, die gerade siedeln, sind eigentlich
europäische, jüdische Menschen aus Europa gewesen, die damals in Europa gelebt haben. Man vergisst es noch schnell, aber vor 1933 hat es in Europa, also vor allem Deutschland, Österreich, Polen etc., Weißrussland, Ukraine, recht viele jüdische Menschen gehabt. Und der Zionismus ist eigentlich wie eine Bestrebung vor allem von der Elite aus Wien und anderen, vor allem deutschsprachigen Städten, um eben so einen Staat zu gründen. Und der Staat halt auch nach europäischem Modell sozusagen aufzubauen. Genau, und das sind, würde ich sagen, sind Siedler, die Leute, die unter dieser politischen Ideologie von wir wollen einen zionistischen Staat in Palästina aufbauen. Also ich frage die Frage nicht, um dich reinlaufen zu lassen, sondern einfach zum wieso. Nein, ich verstehe, es ist ein sehr schwieriges Thema, glaube ich, weil man muss ein bisschen aufpassen, was man wie sagt. Mhm. Eine Sekunde schnell, sorry. So, okay, wir haben jetzt gerade gemerkt, dass die Endkamera nicht aufgenommen hat. Also ausgestiegen ist, sagen wir so. Genau, ausgestiegen ist. Genau, also wir waren bei der Terminologie gewesen. Und genau, also ich kann gerade sagen, ich glaube, es ist ein sehr schwieriges Thema, dass man wie so Sachen sagt, die von irgendeinem Lager oder irgendeinem Standpunkt dann sehr falsch aufgenommen werden oder einem werden die Wörter im Mund verdreht. Yeah. Darum verstehe ich sehr fest, dass du bei so einer Frage, die eigentlich sehr simpel scheint, oder sehr weit ausholen musst. Aber genau, der Grund, dass ich die Frage gestellt habe, ist überhaupt nicht, um dich reinlaufen lassen. Ich finde jetzt trotzdem, wir haben heute auch ein paar Fragen, die vielleicht kritisch sind, weil ich auch sehr wichtig finde, dass wir das reden. Genau, aber für mich ist jetzt einfach in der Linie darum gegangen, zu verstehen, weil ich verfolge deine Stories schon länger und redest von Siedler und ich habe mich immer so gefragt, was meinst du genau? Also, also im Völkerrecht definiert man, oder so die Mainstream-Meinung sagt ja eigentlich, Siedler sind einfach die im Westjordan leben. Ja. Und die völkerrechtswidrig dort leben und in Ostjerusalem. Und ich sage das jetzt wie einfach in Bezug auf so einen theoretischen Aspekt. So, was sind Siedler grundsätzlich? Ja, ich meine, Siedlerkolonie, die USA ist auch Siedlerkolonie. Absolut. Australien, Neuseeland, Südafrika hat es einmal probiert, Algerien hat es auch mal eine Siedlerkolonie gewesen. Schlussendlich ist es einfach eine Gruppe, die von A nach B reist, um dort einen neuen Staat zu kreieren, nur für sich. Und dann die höchste Hierarchie sein. Genau, zum Beispiel in Südafrika haben die Weißen nur 10% gehabt, aber dennoch ist es eine Siedlerkolonie gewesen, weil die Weißen die ganze politische Macht haben. Weißt du? Und du redest von Westjordanland. Ja. Das bedeutet? Also eigentlich bedeutet es einfach, dass das Land westlich vom Fluss Jordan ist. Ja. Aber eben es ist, also auf Englisch heißt es Westbank und vom Gleichen. Das ist eigentlich einfach das Gebiet, das eben Israel 1967 erobert hat. Das sind etwa 9000 Quadratkilometer, etwa so groß wie der Kanton Bern. Das hat zwischen 1949 und 1967 ist das von Jordanien kontrolliert worden, aber eben gemäß dem Völkerrecht, gemäß der UNO, ist das echt besetztes Gebiet, wo ein palästinensischer Staat darauf errichtet werden. Genau, das sind eben Ostjerusalem gehört dazu, Bethlehem, Nablus, Ramallah, Hebron, Jericho, das sind so die grössten Städte. Genau. Krass. Und wo du am Anfang gegangen bist, also was ist das, 2020, hast du gesagt? 19? Ja, 20, wo ich das erste Mal länger gegangen bin. Ja. In 2020, also in der Pandemie so. Frisch Anfang der Pandemie. Ja, Bro, im Januar bin ich runtergegangen und glaube nach einem Monat ja, Monat später hat es angefangen. Und würdest du sagen, deine Ansicht und deine Meinung hat sich geändert? Brutal. Ich meine, du bist in Tel Aviv gewesen? Ja, also meine Meinung hat sich jetzt, ich bin wirklich ein Prozess. Also, was hast du denn vorher Meinung gehabt? Ja, ich habe so ein bisschen das, wo ich würde sagen, ist so das Schweizer Mainstream, SRF, Tagesanzeiger. SRF mentioned, so. Halt so, wo das Ganze so als einfach normalen Konflikt anschaut zwischen halt zwei nationalen Bewegungen und wo auch sehr viel, sagen wir, Betonung auf die israelische Seite legt. Und das habe ich damals schon auch eher so gesehen. Darum habe ich zuerst auch Hebräisch angefangen zu lernen und es ist dann wirklich so sehr lang gegangen, bis wir dann wirklich gewisse Sachen in meinem Kopf Sinn gemacht haben oder dass ich wie Sachen anders gesehen habe. Eigentlich jetzt, als ich so wirklich im Westjordanland war, auch mit PalästinenserInnen eng befreundet bin oder geworden bin. Und genau, eben wenn ich so Sachen sage, wie du vorhin gefragt hast mit den Siedlern, ich meine, ja, okay, es ist nicht mein Anspruch, dass alle, was ich sage, cool finden, aber es ist mein Anspruch, dass die Leute verstehen, dass es ist nicht einfach so, dass ich irgendwie auf Reddit die letzten Monate ein bisschen zu viel gelesen habe und darum die Meinung habe, sondern ich habe actually mich jetzt die letzten 4 Jahre und davor auch schon recht vertieft mit der Situation in Palästina, Israel auseinandergesetzt und man kann voll easy, man kann eine andere Meinung haben
aber meine Meinungen sind relativ begründet und Standhaft. mit viel Text und Wissenschaft unterlegt. Also so mit deiner Meinung und mit deinem Standing bist du ja sicher nicht jetzt ein absoluter Fan-Favorite von Israel zum Beispiel, vom israelischen Staat, oder? Nein. Hat es da schon die eine oder andere Berührung gegeben, die dir nicht so gut in Erinnerung geblieben ist? Ja, ich bin verhaftet worden. Oh Scheiße, wegen? Ich bin jetzt bin ich ein Jahr drunten gewesen, Feldforschung machen. Ja. Und ich war dort eben in Massaferiata gewesen. Das ist so ein Gebiet im ganz Süden von Westjordanland. Es ist so ein ländliches Gebiet, wo palästinensische so Schafshirten-Communities leben. Wir sind dort, wo noch kurz Zwischenfrage, ist das der Gebiet vor allem auch, wo ich letzte Doku gesehen habe, wo eben auch so Zionisten immer wieder dort mit den Drohnen sind und schauen, was sie können jetzt eben zum Beispiel besiedeln und so weiter. Ja. Und die warten nur, dass sie können irgendwie, weißt du, Hast du auf Arte gesehen? Ich glaube es, ja. Ja, das ist nicht das Gebiet, aber das machen sie dort auch. Okay. Wo es eigentlich wie illegal ist für Palästinenser zum genau. Bauen, über irgendetwas bauen, beziehungsweise sie müssen eine Bewilligung holen von der israelischen Zivilverwaltung, das ist ein Arm vom Militär und dann, die geben es eigentlich nie, darum bauen es halt illegal und darum wird mega viel Zeugs zerstört. Und dort gibt es halt also eben palästinensische Communities, 2000 Leute, die dort leben, in verschiedenen kleinen Dörfli. Siedler hat es rundherum und es wird alles von Israel kontrolliert. Die Siedler versuchen halt wie das Land an sich zu nehmen. Es hat viel Land und wenig Menschen. Und meistens im Westjordanland, bei solchen Gebieten, wo sie viel Land haben, versuchen die Siedler und der israelische Staat, also vor allem das Militär, versuchen es eigentlich das Land zu übernehmen. Es gibt verschiedene Methoden, wie sie das machen. Eben einerseits, dass sie es als Staatsland deklarieren, basierend auf einem alten Gesetz aus dem Osmanischen Reich, das missbrauchen, um das zu machen. Genau, es gibt verschiedene Methoden, auch Leute einfach vertreiben, Closed Military Zonen, also geschlossene Militärzonen ausrufen, was seit dem Krieg, also seit dem 7. Oktober, massiv zugenommen hat. Anyway, ich bin dort gewesen, mit meinen Friends und dann hat es geheißen, hey, Moritz hat Siedler auf unserem Land, kann mal schauen, bin mit einem anderen Dude aus Neuseeland schauen. Und dann sind die sind schon weg gewesen, nachher sind sie zurückgekommen, wahrscheinlich, weil sie uns gesehen haben. Und nachher haben sie wieder behaupten, wir seien auf ihrem Land, also auf der Nähe der Siedlung gewesen, was nicht gestimmt hat. Nachher haben sie, der eine Dude ist ein Siedler, den ich von Social Media schon kennt habe, weil der hat einen Palästinenser von Massaferiata letztes Jahr, 2023, in den Bauch geschossen. Ein Video, das auch recht im Internet umeinander ist. Anyway, so die zwei Dudes haben uns halt einen zivil angeleiteten Siedler und einen mit Militärkleidern angeleiteten Siedler. Der Militärdude hat halt wie uns Pass gesehen und ich habe gesagt, zeig mir Pass nicht, weil obviously der andere Dude ist dir am Befehl gegeben. Ich meine, ich verstand genug gut Hebräisch, um zu wissen, dass der zivile Dude der war, der in Kontrolle von der Situation war und ich kann nicht wollen, dass der Typ meinen Pass sieht. Und nachher haben sie so wie das richtigere Militär, also das formellere Militär gebracht und dann habe ich dann meinen Pass gezeigt. Aber die haben dann einfach irgendeinen Grund gebraucht, um uns mitzunehmen. Und dann haben sie gesagt, ja, du und der Neuseeländer, ihr habt nicht wollen, den Pass zeigen an den ersten Soldat und darum müssen wir jetzt so zu der Polizeistation nehmen. Da haben sie irgendwie 3-4 Stunden im Militärauto hin umeinander gefahren. Ich meine, wir sind halt wie sie mit privilegierten Pass. Uns sind es nicht angelangt oder so. Ich habe mich jetzt bei der Geschichte gefragt, wenn jetzt ein Palästinenser oder eben jemand, der zum Beispiel von Türkei ist, einfach wo nicht weiss gelesen wird. Braun wird. ist einfach zum Beispiel und dort hingeht und die gleiche Arbeit oder einfach das gleiche gemacht hat. Ich glaube, dort mit dem Schweizer Pass, glaube ich, also schwieriger, ja. Hätte ich wahrscheinlich schon ein bisschen das eine oder andere Gespür bekommen. Hätte ich genug, sage jetzt, Beweis, dass es anders passieren kann. Ja, und nachher haben sie dich in den Knast da, oder? Nein, sie haben uns nachher zur Militärbasis genommen und dann haben sie mit einem anderen Palästinenser zusammen, wo eben dann genau uns sind es nie angelangt und bei ihm ist wirklich mit Kabelbinder Hand gefesselt. Wir haben halt nicht gesehen, ob sie ihn verprügelt hat, aber ich gehe nicht davon aus, basierend auf Erzählungen von meinen palästinensischen Freunden, wenn es darum geht, was passiert, wenn du im Militär bist, also in der Hand vom Militär. Und dann sind wir und er hat Augenbinder und Kabelbinder gefesselt hinter der Hand hinter dem Rücken und dann sind wir mit ihm zusammen mit dem Van zu der Polizeistation gefahren. Ihn haben sie dann, weil ich meine, sie sind dann wegen irgendeinem Bullshit verhaftet. So. Weil ein Siedler gesagt hat, er sei auf dem Staatsland oder was auch immer. Aber die Siedler machen das die ganze Zeit extra, weil sie wissen, sie gewinnen. Weil sie wissen, schlussendlich der Palästinenser wird festgenommen, verprügelt, auch wenn die Polizei ihn schlussendlich freilässt. Weil die Polizei so ein bisschen wie so der Rechtsstaatlichkeit, so das Gesicht von der Rechtsstaatlichkeit muss wahren, lassen sie dann frei. Ja, aber gleich, schlussendlich verprügelt wird er gleich und schikaniert wird er gleich, auch wenn er im Recht ist. Und bei uns ist die Polizei dann wie so gewesen, okay, wir sind
dort angekommen zu der Polizeistation und eben, das Militär und die Polizei hat die ganze Zeit nicht gewusst, dass ich bereit ist verstehen, weil ich halt ich kann nicht gut genug reden, um halt wirklich eine Diskussion zu führen, wo ich mich durchsetzen kann, aber ich kann genug verstehen, dass es mir wie etwas nützt, wenn sie nicht wissen, dass ich verstehe. Und nachher der Polizist hat gesagt, so, was bringt er zu dem Soldat, der uns verhaftet hat, zu dem Siedler-Dude? Was bringen uns die Leute, wir können gar nicht machen und so Zeug. So, wir hindern uns an unserer Arbeit. Aber was dann letztlich gemacht haben, ist echt wie, sie haben uns 2 Wochen gesperrt vom Westjordanland. Es ist so, also, das ist nicht wie ein Richter, der das entschieden hat, sondern die Polizei war, wir haben euch jetzt da Bewährungsauflagen, dass wir euch wieder freilassen, ihr kommt 2 Wochen nicht ins Westjordanland. Oder ich könnte sagen, wir nehmen den Deal nicht an und wir gehen zu einer Richterin innerhalb von 24 Stunden und dann kann der Richter halt wie auch sagen, okay, wer hat gerade ausgeschafft oder was auch immer. Oder halt nicht. So, es ist halt ein Gamble. Ja. Und damals hatte ich nach 6 Monaten Aufenthalt vor mir gehabt. Und darum habe ich gesagt, okay, scheiße, auf die 2 Wochen so, ich gehe 2 Wochen nicht ins Westjordanland. Ja. Voll, das war so ein bisschen die Story gewesen. Dann habe ich noch 3 Mal zurück mit meinem Pass festgehalten. Keine Ahnung, sie haben nichts machen können, aber sie haben es gleich geschafft, einfach zum dich nerven. Zum einfach nerven, genau. Einfach, ich finde, in Schweizerisch haben wir so einen schönen Begriff, das einfach Eier stressen. Ja. Also, es ist halt so ein grosses Thema. Und ich meine, was du jetzt gerade erzählst, das kratzt ja minimal an der Oberfläche von diesen Instrumenten, die genutzt werden. Und hast du mal, also vielleicht liest man dich ja als, wenn man jetzt selber Palästinenser ist, liest man dich vielleicht sogar als Israeliti. Israelische, jüdische Person, ja. Ja, aber ich auch gedacht am Anfang, er ist wahrscheinlich. Ja. Also wieso sollte ja ein Schweizer... Was hast du für Erfahrungen gemacht? Es kommt darauf an, ob sich die Leute gewöhnt sind. Zum Beispiel in Masafariat gibt es viele so AusländerInnen, die halt über das Protective Presence machen. Das ist eben genau das, dass wir weiss gelesene, privilegierte Menschen dort hingehen, um halt mit den Leuten dort zu sein. Die Idee ist echt, dass sie dann halt... Weil dein Leben ist in den Medien und überall mehr wert. Genau, es gibt ein Augenmerk auf das und so Zeugs. Dort ist es wie ein normaler. Dort kann man nicht davon aus, dass ich jüdischer Israeli bin. Aber ja, an anderen Orten, so, ich habe eine Zeit lang im Flüchtlingslager in Bethlehem gelebt. Dort habe ich schon, oder in Azaria am Schluss habe ich dort gelebt. Das ist östlich von Jerusalem, hinter dem Mauer. Dort hat es auch keine anderen AusländerInnen. Dort ist halt, ja, also ich rede halt Arabisch mittlerweile, dann ist es recht easy, weißt du. Aber ja, sicher hat es auch gegeben, dass sie gesagt haben, bist irgendwie Jude oder bist Shlomo, sie sagen damit Shlomo, ich weiß nicht wieso, einfach weil es so ein Standardname, ja, oder Schmuel oder so. Sagen jetzt so, bist ein Schmuel, ich so, nein, und ich rede dann halt auch Arabisch. Dann. Aber ich glaube, auch wenn ich jüdischer Israeli wäre, es wäre jetzt nicht so ein Problem. Weißt, ich gesagt, du wie Frage, so ist. Nein, aber es ist eine fair enough Frage, weil schlussendlich wirst du ja auf eine gewisse Art gelesen. Ja. Und ja, ich meine, dass ich weiss bin und privilegiert bin und die beiden Sprachen rede, das hilft mir natürlich auch, dass ich wie beide Kontexte kann navigieren kann. Also wenn ich am Flughafen bin, in Tel Aviv, dann ist das nicht ein Pain? Schon Pain, aber dann, ich nenne es nicht Lüge, ich nenne es selektive Wahrheit. Ich sage ihnen nicht, ich bin im Westjordanland gewesen, weißt, obviously nicht. Ja. Ich sage ihnen halt, ja, ich bin nicht. Wir schicken das wie der Podcast an Israel mit dir war, Bro. Das ist eben gut rumposten, eben auch Schweizerdeutsch im Fall. Weil Schweizerdeutsch kann ich davon aus, dass es schwieriger ist zum monitoren von der Sicherheit oder Geheimdienst, was dort gesagt wird. Aber es ist ehrlich gesagt, irgendwann, wenn ich mit 50 oder 60 immer noch das Gleiche mache und ich noch nie irgendwie Probleme mit dem israelischen Staat bekommen habe, dann muss ich mich glaube fragen, habe ich etwas falsch gemacht? Ja, stimmt. Dann fragst du dich schon, ja, ist meine Arbeit effektiv gut gewesen, weil sie scheint es nicht gestört. Ich habe ihnen zu wenig als Spy-Pist. So, zu wenig hässig. Ja, voll. Geil. Jetzt haben wir von deinen Erfahrungen geredet, aber ich glaube, was auch sehr wichtig wäre oder interessant wäre, glaube Erfahrungen zu teilen von Menschen, die verhältnismäßig viel mehr Leid oder Probleme haben. Es ist ein sehr schwieriges Thema, weil ich weiß auch nicht genau, was fragen wir, wie fragen wir. Also ist einfach mal kurz ein vielleicht Run. Mal, ja. Kann man kurz Übersicht geben. Oder genau, vielleicht auch für Menschen, die nicht so involviert sind und das Wissen haben, was abgeht. Okay.
Also, wir reden jetzt mal nur vom Westjordanland. Das, wo heute als Israel anerkannt ist, völkerrechtlich, dort ist auch Nakba passiert. Das ist auch eine ethnische Säuberung von 750.000 PalästinenserInnen in 1947, 48, 49. Aber das lassen wir jetzt mal weg. Ich kann es nur sagen, weil das ist auch ein Teil von der Story. Im Westjordanland ist es auch so, dass eben 1967 ist das besetzt worden von Israel militärisch im Junikrieg oder sogenannten Sechstagekrieg, weil der 6 Tage gegangen ist. Und dann war es besetzt gewesen, militärisch besetzt bis, also ist immer noch militärisch besetzt, aber so straight up militärisch besetzt bis in die 90er Jahre. Dann hat es so einen Vertrag gegeben, den Osloer Vertrag. Man denkt, das ist ein Friedensprozess, der zu der Etablierung von einem palästinensischen Staat führt. Mit dem Arafat dort, gell? Genau, mit dem Arafat, der ist der Anführer von der PLO. Der von Bushido? Sorry. Der von Bushido ist aber wahrscheinlich schon nach ihm benannt. Yeah. Aber genau, mit dem Arafat und PLO, also Palästinensische Befreiungsbewegung, Palestine Liberation Organization, ist dann wie mit Israel an den Tisch gekocht in den 90er Jahren, also so Backchannels und so gegeben. Aber dann hat es zu diesen Verträgen geführt und dann hat die Verträge eigentlich das Westjordanland gesplittet in Gebiet A, B, C. Gebiet A ist eigentlich unter Kontrolle von der palästinensischen Autonomiebehörde. Das ist so wie so eine Regierung, würde ich es vielleicht nicht nennen, mehr so ein bisschen wie eine bessere, so autonome Behörde, so eine bessere Gemeindeverwaltung, ehrlich gesagt, ist wirklich das. Und Gebiet A sind eben einfach die Städte, die palästinensischen Städte, wie eben Hebron, Bethlehem, Ramallah, Nablus, Jenin und so, Jericho. Die sind wie unter sozusagen die Verwaltung von der palästinensischen Autonomiebehörde gestellt worden. Die PA, die Behörde, ist eigentlich hervorgegangen aus der PLO. Also es war mit diesen Leuten nachher gefüllt gewesen, wo viele aus dem Ausland gekommen sind, dann aus dem Exil wieder zurück auf Palästina. Und dann, das ist Gebiet A. Das ist mittlerweile etwa 15-20% vom Westjordanland. Wirklich eigentlich nur die Städte. Dann gibt es B, das ist wie gemixt. Dort hat die palästinensische Behörde hat die zivile, das zivile Sagen sozusagen, zivile Macht. Aber Sicherheitskontrolle hat immer noch Israel. Also, genau. Und das ist auch nochmal etwa 15-20%. Das sind größere Dörfer und kleinere Städte. Und dann gibt es noch Gebiet C, das sind 60%. Das sind eigentlich alle offenen Flächen. Als ich vorhin geredet habe von Masafariata, das ist ein Gebiet C. Das sind eigentlich Gebiete, wo es viel Land hat und wenig PalästinenserInnen. Weil es ist wichtig zu verstehen, das Ziel von Israel im Westjordanland ist das Land. Sie wollen maximal viel Land mit möglichst wenig Palästinenser. Wie sie das umsetzen, ist eben, dass sie Palästinenser aus dem Gebiet C versuchen zu vertreiben nach Gebiet A, Area A, oder auf Jordanien, ist echt scheißegal wohnen, aber halt einfach zu vertreiben und dann in die Enklave, in die Ghettos, kann man fast sagen, reinzudrücken. Genau. Im Gebiet C leben die Menschen halt sehr so in dem ersten und zweiten Wirtschaftssektor. Also sind alles Bauern und... Eigentlich nur Landwirtschaft. Oder viele Leute haben vor dem Krieg auch in Israel geschafft, also im Bau. Vor allem im Bau. Ja. Und das kann man, das sind Siedlungen, oder wie kann man das, also weißt du, wo in dem Gebiet C, wo die Menschen leben? Also meinst du das Palästinenser? Ja, Palästinenser. Die leben eigentlich in Dörfern, also in kleineren Dörfern. Ja. Weil ich meine, wenn wir in der Schweiz von Dörfern reden... Nicht Dörfer wie Bachenbülach, sondern eher Dörfer wie... Genau, wie bei uns zum Beispiel. Und auch sehr rudimentär, eben zum Teil auch, eben, weil sie die Bewilligungen zum Bauen nicht bekommen. Und was ja auch eine Warfare ist. Mega. Also in Masafariat... Kriegsführung. Art von Kriegsführung, ja. Okay. Mega, das ist ein mega politisches Ziel. Gleichzeitig in Area C, also im Gebiet C, sind auch alle israelischen Siedlungen. Mittlerweile gibt es ja mit Ostjerusalem, inklusive Ostjerusalem, gibt es etwa 700.000 oder 800.000 israelische SiedlerInnen im Westjordanland und Palästinenser. Im Gebiet C? Ja, die meisten sind im Gebiet C, aber in Ostjerusalem gibt es noch ein paar. Ostjerusalem ist von Israel annektiert worden, aber völkerrechtlich sind wir besetztes Gebiet. Das Ziel ist grundsätzlich im Gebiet C wie so Fläche holen und dann bauen. Ja, und das zu neuen... So wie ich es verstanden habe, haben sie ja eben in Oslo abgemacht, wie so, hey, look, die Städte so könnt ihr euch haben, Städte sind für uns nicht so attraktiv, aber die Länder mit Fläche, wo vor allem wenig Palästinenser hat, wo es vielleicht ein paar Dörfer hat, wo wir einfacher loswerden, wie jetzt die ganze Städte, nehmen wir und mit der Zeit tun wir immer mehr verjagen. Und so wieder auf die Grenze pushen. Genau. Das ist jetzt passiert in der Realität. In Oslo war es eigentlich, dort haben wir auch gesagt, eben wie
wie genuin, also wie ernsthaft Israelis das wirklich gemeint haben, ist nochmal eine andere Frage, weil jetzt ist es so rausgekommen, wie es rausgekommen ist. Aber damals war die Idee gewesen, dass das Gebiet C, also Area C, nah zu den Palästinensern übergeht. Also das ist eigentlich genau umgekehrt. Nein, das ist eigentlich, man hat wie Oslo, das ist 1995 ist der zweite Oslo-Vertrag unterschrieben worden. Und dort haben wir gesagt, jetzt gibt es eine Interimphase, 5 Jahre. In diesen 5 Jahren geben wir uns Zeit, um eine endgültige Lösung herbeiführen, wo dann ein palästinensischer Staat kreiert. Aber Oslo war wie nur so eine Interim-Lösung, denke ich, wo dann war, die Idee war, wir geben nach immer mehr von Area C, also Gebiet C, geben wir der palästinensischen Autonomiebehörde. Aber das ist halt nie passiert. Sprich, wir leben jetzt eigentlich 30 Jahre, Oslo, ich bin 1993 geboren, Oslo ist ein Monat nach, also Oslo 1 ist 1 Monat nach meiner Geburt signiert worden und ich bin jetzt auch schon 31, also 31 Jahre nach Oslo 1, nach dem ersten Oslo-Vertrag, sind wir immer noch in der Interimsphase. Und die Interimsphase ist eigentlich schlechter als also fast alle Palästinenser, die ich getroffen habe, mit denen ich Interviews geführt habe, haben eigentlich fast alle gesagt, Oslo hat die Situation schlechter gemacht als vorher. Vielleicht frage ich sehr blauäugig, aber mit was für einem Recht? Was? Wird gepusht? Der Recht ist stärker. Also, ja, weil, also, Bro, wenn du die Geschichte hörst, darf er eben kein Recht. Aber ich meine... Darf er eben die jenste Recht nicht und das ist einfach der Stärkere. Also völkerrechtlich ist ja klar, das ist alles Besetzgebiet. Also das ganze Westjordanland und Ostjerusalem ist völkerrechtlich Besetzgebiet und Gaza auch. Und das ist jetzt nur das Völkerrecht, nicht mehr von der ganzen siedlerkolonialen Komponente, sondern von dem, wo eigentlich auch alle westlichen Länder, wo Israel so holde beiseite stehen, jetzt im Moment, wo eigentlich auch das genau das Gleiche sind. Also eben, es ist vielleicht sehr blauäugig gefragt, aber ich meine... Ja. Gut, Was? sorry. Ja. Was? Nein, ja, nein, eben, es ist einfach... Also weißt du, ich meine, am Ende vom Tag... Ich verstehe einfach nicht, wie das kann passieren. Ja, für das muss er vielleicht nochmal eins ausholen und erklären, was der Grund war und also aus welchen Gründen überhaupt zum Beispiel Juden von Europa... Okay. Zum Beispiel, oder? Sorry. Nein, das ja, ist fair enough. Ja, wenn er sagt, wie es passiert, dann musst du wieder sagen, ja, vielleicht musst du ein bisschen mehr ausholen, weißt du? Also ich meine, wir sind jetzt 3 Menschen, wir sind jetzt 3 Menschen, die obviously pro sind, oder so? Ja. Pro Israel. Ich bin, also keine Ahnung, ich finde dort ist, ich kann auch also schon, pro Mensch. bei Zürich.ch habe ich zum Beispiel ein Interview gegeben vor ein paar Monaten, da habe ich auch gesagt, ich bin weder pro Palästina noch pro Israel. Und so, das ist wie, und ehrlich gesagt, es ist nachher wie, wenn ich wie noch riesen Klammern kann machen kann, um die Aussage zu erklären, fair enough. Aber wenn das nachher wie so ein Kontext noch wird, dann tönt es wie so ein All Lives Matter Shit, weißt du, was ich meine? Ja, und das finde ich halt wie, ich meine, das ist wie das Ding, bei Black Lives Matter geht es ja nicht darum, dass Black Lives wichtiger sind als wie sie leben. Yeah. Es geht wie darum, dass die Idee, dass sie matter, dass sie gleich viel wert sind, halt momentan nicht der Realität, dem Ist-Zustand entspricht. Und darum springen wir wie in die Presse für die. Und bei Palästina ist es genau das Gleiche. Also obviously ist jedes Menschenleben gleich viel wert. Aber das ist nicht das, was die Realität momentan produziert. Und darum müssen wir vielleicht für die eben weniger wert sind, faktisch momentan, darum müssen wir für die uns einsetzen, damit in der Zukunft wir nicht mehr die Gespräche führen, wo wir sagen, oh, Palestinian Lives Matter. So, im Moment müssen wir Augenmerk auf das legen. So. Darum, aber ja, wenn du das willst sagen, dann werde ich dieser Aussage nicht widersprechen. Nein, weil ich meine, eben, nochmal, ich bin ja auch ein gebranntes Kind, so mit der Historie von meiner Familie und aber es ist wie so, also ich frage mich einfach, eben nochmal, vielleicht sehr blauäugig, aber wie kann man, also mit was für einer Diskussionsgrundlage gibt es dann Menschen, die dahinter stehen? Religion, Bro. Ich sage dir ganz ehrlich. Nein, ich glaube nicht. Also weißt du, ich meine, jetzt ohne Namen nennen, aber es gibt ja viele Menschen in der Schweiz, nur schon in der Schweiz, oder? Ja, fix. Aber das Argument, das ja immer wieder liest, ist so, immer wenn es Diskussion geht, so, wo der Konflikt ausgelöst ist, Leute rühren mit Zahlen um. Einer so müssen sie 2000 Jahre da, einer so müssen sie 3000 Jahre da. Ja, aber unabhängig von aber Religion, denke ich, ist wirklich nicht weniger. So. Nein, Religion wird nur instrumentalisiert. Ja. Eigentlich hat der Konflikt sehr wenig mit Religion zu tun. Ja. Weil also der Fakt ist jetzt einfach, mal unabhängig davon, wenn man jetzt irgendwie 100 Jahre hinterher schaut, sondern einfach den Status quo anschaut, oder? Und sagt, Menschen leben in diesem Land, sie haben ihr Leben aufgebaut, sie leben sehr bescheiden. Und mit was für einem, also weißt, wie kannst du das begründen,
dass man sagt, das ist jetzt in Ordnung, dass das Okay. gepusht wird. Ich glaube, ich kann dir die Frage schon beantworten. Ja. Also, wenn man es von einer eurozentrischen Perspektive anschaut, wenn man schaut, wieso ist der Zionismus entstanden, wie er entstanden ist, muss man sagen, in Europa im 19. Jahrhundert, es sind drei wichtige Faktoren, die dazu geführt haben. Erstens, die Idee vom Nationalismus. Dass es dann so etwas gibt wie einen Nationalstaat. Das hat es bis 1850 hat's das eigentlich nicht gegeben. Früher war es, okay, ich bin Katholik, Protestant, ich bin aus Bachenbülach, aus Zürich oder was auch immer. Die Allegiance ist viel mehr zu einer kleineren Community oder zu einer religiösen Community und irgendein Feudalherrscher hat als Land besessen. Und man hat sich nicht als Nation definiert. Okay, in Europa in den 1860er, 70er Jahren sind die Ideen aufgekommen, zum Beispiel, wir sind jetzt Tschechen, und nicht Teil vom österreichisch-ungarischen Reich. In der Schweiz ist ja auch dann die Idee von Schweiz als Nation. Gut, das ist nochmal eine Klammer, die wir jetzt nicht aufmachen. Ja. Aber anyway, es sind die Idee von Nationalstaaten gegeben. Wir sind Tschechen, wir sind Slowaken, wir sind Polen, wir sind nicht Teil von irgendwie Russland und Deutschland oder was auch immer, von dem fucking Imperium. Also die Idee von Nationalstaaten, dann hat sich wie, eben so, die Nation hat sich ausgebildet und in all diesen Nationen ist ziemlich der Konsens gewesen, dass jüdische Menschen nicht dazugehören. Okay. Das heisst, eben in Tschechien oder in den, ich nehme jetzt Tschechien, weil es ein gutes Beispiel ist, aber es gibt einige Länder auch in Osteuropa, wo eben unter einem Imperium waren und gesagt haben, wir sind jetzt Polen oder Tschechen oder was auch immer. Aber, also so preußisch ist das oder was? Wenn du von Tschechien redest. Bro, keine Ahnung, damals hat es Böhmen geheißen. Ja, Böhmen. Damals hat es Böhmen geheißen, aber es ist einfach... ja, in Deutschland ist das Gleiche gewesen. Deutschland hat sich auch erst dann als Nation verstanden. Ja. In dieser Logik von der Nation sind jüdische Menschen halt wie als, zum Wort von damals zu wenden, als eine andere Rasse sozusagen framed worden. Ja. Als soziales Konstrukt. Ich meine, Rasse ist ein soziales Konstrukt. Oder das ist nicht irgendwie etwas, wo biologisch oder genetisch gefixt ist, haben wir gesagt, die sind wie nicht von da, die sind andere. Das heisst, die haben ja auch jenste Berufe nicht ausüben und so weiter damals. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen weiter vorne gewesen. Also der moderne Antisemitismus ist wirklich so 1860er, 1870er Jahre aufgekommen. Und eben genau in diesen Nationalismen hat es wirklich keinen Platz gehabt für die jüdischen Menschen in Europa. Und, sorry, ich muss noch kurz zwischenfragen. Und da werden jetzt jüdische Menschen als Ethnie oder als Religions... Mitglieder angeschaut. Das ist eben dann auch ein weiterer Punkt, der nicht ganz klar ist. Also es gibt sicher irgendwie, das ist nicht mein Expertengebiet, ich kann es nicht abschließend betrachten, aber sicher in diesen, also der Zionismus versteht ja jüdische Menschen als Ethnie, oder zumindest kind of Ethnie. Aber genauso haben die antisemitischen Nationalstaaten von Europa von 1860, 70, 80, 90, haben ja wie dadurch, dass sie wie gesagt haben, wir sind das Volk, auf Deutsch haben wir den schönen Begriff, wir sind das Volk, wir sind eine Nation, wir sind eine Ethnie und unsere jüdischen Mitmenschen sind nicht Teil von dieser Ethnie, sprich im Umkehrschluss sind sie dann auch wie Ethnie. Ja. Man nennt das auch den rassischen Antisemitismus oder Racial Antisemitismus auf Deutsch, das Wort hat ein bisschen negative Konnotation. Aber genau, das eigentlich wie für die jüdischen Menschen, die auch einen Nationalstaat haben, gefunden haben, das ist jetzt so der Vibe momentan, Nationalstaaten kreieren oder Nationen kreieren. Wir wollen das auch, aber wir haben irgendwie keinen Platz in Europa. So, alle wollen uns nicht in ihrer Gruppe dabei haben, in dem Volk. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Kolonialismus. Ist damals ziemlich in Mode gewesen in Europa. Alle europäischen Länder haben das gemacht. Man hat gedacht, die Menschen außerhalb von Europa die haben kein Menschenrecht. Die sind untere Klasse. Darum ist dann hat das dann dazu geführt, dass eben der Herzl, der eigentlich der Übervater vom Zionismus ist nicht der Erste, aber er ist der Erste, der es halt richtig so Fame gemacht hat, kann man sagen. Er hat dann wie gesagt, okay, er hat zuerst versucht zu assimilieren. Er war in Wien und hat gesagt, er hat zuerst gedacht, alle Juden sollten Christen werden, oder nicht Christen werden, aber uns zumindest an die Kultur und Geflogenheiten der christlichen Mehrheitsgemeinschaft anpassen und dann können wir so glücklich für immer after leben. Ja. Aber er hat dann wie erst desillusioniert gesagt, ich glaube, er hat eine Studentenverbindung in Wien und ihn nicht reinlassen, weil er jüdisch ist. Und er ist dann desillusioniert gesagt, okay, das geht nicht. Wir jüdisches Volk, wir müssen einen eigenen Staat haben. In Europa hat es keinen Platz, wie können wir den Staat machen? Kolonialismus ist voll am Vogue und außerdem, wir haben Palästina. Palästina ist das ist ja schon so das Land von der Bibel, dort spielt die biblische Geschichte und ich meine, in jüdischer Religion oder im Glauben gibt es auch den Bezug zu Jerusalem und zu Palästina, definitiv. Zwar vielleicht nicht seit 2000 Jahren, aber so seit sicher 500 bis 1000 Jahren. Genau, und dann habe ich unter diesen zwei Bedingungen, Nationalismus, Antisemitismus, die als eine und Kolonialismus,
ist dann echt der Zionismus eigentlich entstanden. Dass eigentlich man hat sich angefangen zu organisieren. Der erste Weltzionisten-Kongress. Das ist ein bisschen verschwörungstheoretisch, wenn ich das sage. Aber es war actually ein Kongress von Leuten, die Zionismus eine gute Idee gefunden haben. In New York oder so? Ist es in Amerika gewesen? Nein, in Basel. Schon wieder ein Grund. Ich kann doch sagen, wo ich vorher gesagt habe, es hat Platz in Europa, nehmen doch keine Basel. Sie sind ja schon in Basel gewesen, nehmen doch keine Basel. Es hat doch gepasst. Ja. Einfach, sind eh gerade dort gewesen, machen es gerade dort. Ja. Anyway, das war in Basel gewesen, und dann hat es, so hat es eigentlich angefangen. Die Idee, wir gehen auf Palästina siedeln. Es sind natürlich nachher in den meisten Fällen nicht die Elite gewesen, die gesiedelt haben, sondern so die jüdischen Menschen aus Osteuropa, die halt in kleinen Communities auch sehr ländlich und sehr arm gelebt haben und halt auch mega krassem Antisemitismus ausgesetzt worden sind. Aber man muss sagen, die meisten jüdischen Menschen, die meisten Emigranten, also Auswanderer, jüdische Auswanderer aus Osteuropa, sind nicht auf Palästina in dieser Zeit, sind in den USA. Weil damals sind die meisten Menschen einfach grundsätzlich in die USA ausgewandert. Weil Neues Land und so, ja. Genau, eine andere Siedlerkolonie. Ja. aber ja, so ist das eigentlich entstanden. Also, und dann würde ich vielleicht noch sagen, weil du hast ja vorhin gefragt, wie kann man die Perspektive haben, findet Israel macht eigentlich ist im Recht oder so verteidigen. Ich glaube dann, dass der Antisemitismus, was es in Europa gegeben hat, der findet seinen Höhepunkt im Holocaust. Wo ich finde, das schlimmste Genozid, wo wir davon wissen, was es jetzt gibt, was es gegeben hat. Und ja, also ich glaube, aber man muss auch sagen, also der Zionismus hat es schon lange gegeben, vor dem Holocaust, wegen dem ähnlichen Antisemitismus, der halt dann wie gemündet ist im Holocaust, im Genozid der 6 Millionen Juden. Und das hat dann, ich glaube, vor allem im deutschsprachigen Kontext ist das noch viel mehr, weil man halt der Holocaust ist so wie, zu Recht finde ich auch, so wie eine Zäsur, so ein Wendepunkt. Man sagt, es ist wie ein Zivilisationsbruch und wie sozusagen die Wiedergutmachung vom Holocaust rechtfertigt alles. Ich glaube, also das ist nicht meine Meinung, aber ich glaube... Ich kann das jetzt sehr unangenehm für dich zusammenschneiden, auf jeden Fall, was du jetzt alles gesagt hast. Nein, ich sage einfach, es ist nicht meine persönliche Meinung. Yeah. Aber wenn du mich fragst, wie kann man Israel so supporten, trotz allen Fakten, wo jetzt eben 45'000 Tote in Gaza und so, ich glaube, das ist die Auslösung. Und ich glaube auch, eben, vielleicht können wir dann gerade die Klammer aufmachen, aber zum Beispiel jemandem wie im Kneck, ich glaube ihm, dass er es gut meint. Ich glaube ihm, dass ihm Antisemitismus für ihn ein mega wichtiges Thema ist und dass er wirklich alles daran setzen wird, dass es so etwas wie den Holocaust nicht mehr gibt und so. Aber ich glaube, es ist halt eine mega eurozentrische Perspektive, wenn man halt dann einfach wie sagt, damit das nicht mehr passiert, so das Schlimmste, was wir Europäer je gemacht haben, damit das nicht mehr passiert, müssen wir halt einfach Israel blindlings unterstützen, egal was sie machen. Das ist wie, wenn zum Beispiel... Wiener Schuld. Ja, und das ist, ich meine, das macht doch... So tut man doch nicht so Sachen überwinden. Yeah. Weißt, es ist wie, ich finde, aus dem Holocaust sollte man doch eben genau die universalistische Lektion lernen, so never again for anyone, oder? So, aber es ist keine Rechtfertigung. Genau, und es ist vor allem ist, wenn man daraus herauslernt, dass einfach unsere Opfer, die dürfen jetzt machen, was sie wollen, und dann ist wie moralisch, das easy so. Das ist wie, wenn zum Beispiel keine Ahnung, irgendwie in einer Schulklasse jemand gemobbt wird, dann sagst du nicht zur Konfliktlösung, ey, der gemobbt worden ist, der geht jetzt in die andere Klasse und mobbt dort alle. Weißt du, was ich meine? So tut man ja nicht verhindern, dass es zu Mobbing kommt, oder? Absolut. Nein, ich sehe, was du meinst. Ich glaube, wir reden da vielleicht trotzdem von, also ich finde eben Leid und Unterdrückung und Tod und das Ekelhafte, was alles passiert, in Zahlen wiegen, ist sehr schwierig, oder? Also, aber eben, du hast es wie so gesagt, dass deiner Meinung nach ist der Holocaust ja das schlimmste, wie hast du es gesagt, sorry? Das schlimmste Genozid. Es ist nicht der einzige Genozid, eben. Das ist wie, ich glaube, Leute haben da mega Mühe damit zu sagen, es ist ein Genozid in Gaza, weil sie eben, vor allem im deutschsprachigen Raum, weil sie eben dann, wieso ist, weil in ihren Köpfen ist es so, es ist wie der Holocaust. So. Ja, das verharmlost. Ich denke immer noch, es ist nicht wie der Holocaust und ich hoffe, dass es an ihr dort ankommt, aber Israel ist sich beste Mühe am Gehen, um die Lücke, die es dazwischen gibt, so zu schließen. Crazy. Voll. Okay, danke für die Aufklärung auf jeden Fall, ja. Und
schaffst, also du schaffst jetzt seit Jahren dort und machst immer wieder auf, also gehst zum Beispiel zu Siedlern, ins Westjordanland, hast mit Palästinensern Kontakt, eben kommst eben zum Beispiel auch mal an Siedler an und so. Hast du auch zum Beispiel Journalisten kennengelernt oder Leute, die Israeliti sind oder also Israelis sind und halt auch zum Beispiel sich also wenn sich platzieren müssen, pro Palästina platzieren und wo zum Beispiel auch dort voll die Mühe haben, oder hast du zum Beispiel eher Leute kennengelernt, die wirklich sagen, wo du wirklich sagst, hey Bro, die Mehrheit steht hinter der Regierung, die Mehrheit ist hinter dieser Politik. Ich habe Mühe mit der, keine Ahnung, lokal vor Ort und so weiter. Hey, ich würde sagen, mehr, also dadurch, dass ich halt wie die Meinungen habe, die ich habe, und die Arbeit mache, die ich mache, natürlich komme ich eher mit Leuten in Kontakt, die politisch sind. Ich kenne auch jüdische Israelis, die antizionistisch sind, wo für mich auch mega wertvolle Kontakte und Beziehungen sind, weil sie die Gesellschaft von innen kennen und ja, mega interessante Perspektiven haben, finde ich. Für die ist es eher schwierig, weißt, sie sind mega krasse Minderheit in einer Gesellschaft, die halt, ja, ich meine, aufgrund vom Zionismus gegründet worden ist. Ja, so, dem her, so, wenn der Zionismus angreifst, greifst du irgendwie Israel seine Grundfeste an. Muss nicht so sein, aber ist es so. Momentan zumindest. Oder auch in den letzten 70 Jahren. Aber ja, also ich glaube, dort ist eben wichtig auch, da sehen wir eigentlich den Unterschied zwischen der Religion und politischer Ideologie. Also Antisemitismus ist Hate Speech. Das ist Hassrede gegenüber Menschen aufgrund von ihrer religiösen Zugehörigkeit. Und religiöse Zugehörigkeit ist etwas, was man nicht ändern kann, einfach so schnell. Das ist etwas, wo du geboren bist, das ist etwas, wo du nichts dafür kannst, im Positiven und im Negativen. Und das ist auch eben etwas, was voll wichtig ist, vor allem aus linken Kreisen, aber grundsätzlich, wenn man einfach ein Mensch ist, der gewisse Werte hat, dass man sich dagegen engagiert. Ich finde zum Beispiel, eben, also Antisemitismus ist etwas, es ist mega wichtig, dass man sich dagegen engagiert. Es ist auch tatsächlich ein grosses Problem. Ich sehe es vor allem von rechts, also von den Neofaschisten, die halt so sagen, die Globalisten. Und Globalisten ist für mich ein klassischer antisemitischer Dog Whistle, also so ein bisschen, ja, man kann etwas also die Elite und so weiter. So Genau. Von dem her, Antisemitismus ist mega ein Problem und etwas, was man dagegen muss angehen. Aber Antizionismus ist ja nicht ist für mich nicht Hassrede, weil es ist nicht gegen eine religiöse Gruppe sein, sondern der Zionismus ist, wie ich vorhin erklärt habe, eine politische Ideologie, wo eben das wird ein Nationalstaat für das, was sie als Volk, ein jüdisches Volk definieren. Eben, ich bin nicht Experte dort, aber so viel ich weiß, ist es zumindest fragwürdig, ob eine Religion auch gleichzeitig ein Volk sein kann. Und Antizionismus ist entsprechend einfach gegen das politische Projekt von der Kreierung von einem exklusiven jüdischen Nationalstaat in Palästina. Und, das heisst exklusiv? Wo, eben, wie ich vorhin gesagt habe, wo eben wie die Siedlergruppe, also Zionisten, dominieren, wo es nicht ein pluralistischer Staat, wo Regierung, wo ein Staat wie egal ist, was du für eine Religion hast oder was für eine Gruppe dazugehörst, alle als, was ich glaube, wäre so die Ideallösung. Die Ideallösung wäre einfach ein Staat für alle, gleiche Rechte, egal was du für ethnische, religiöse Zugehörigkeit. Aber es würde ja immer einen Machtunterschied geben, weil nur schon, also vielleicht mache ich auch eine falsche Aussage, aber aus meiner Ansicht ist ja rein vom Fortschritt, wenn man von zivilisiertem Fortschritt und Akademie und allem redet, ist ja der israelische Staat oder halt Menschen der Ethnie, wie so Israel zugeschrieben wird, sind ja weiter wirtschaftlich, akademisch. Akademisch würde ich nicht unbedingt sagen, aber wirtschaftlich definitiv. Und industriell als zum Beispiel Menschen, oder vielleicht ist es auch wieder mein westlicher Gaze, aber auf jeden Fall, was ich so ein bisschen sehe. Ja, also das ist sicher so. Eben, es gibt auch die Idee von Zwei-Staaten-Lösung und so. Und ich meine, ja, hey, keine Ahnung. Das wichtigste Argument dagegen ist einfach, es ist nicht wirklich realistisch. Es gibt noch viele andere Argumente dagegen, aber es ist wirklich nicht realistisch. Aber das ist immer so, Alter. Du hörst immer, also okay, bei Kurden ist immer etwas anderes. Wir müssen gegen 4-5 Länder fighten, okay. Aber du hörst immer wieder, wenn eben so Leute nach Unabhängigkeit schreien, es ist nicht realistisch und so weiter. Kosovo, Bro, Kurden, die das feiern, Palästinenser und so weiter. Bro, es ist realistisch, weil es Leute hat, die Ethnie haben und die ein Recht haben
Also nicht zum dich angreifen, ich meine mehr so, es ist doch, also was braucht es noch mehr an Realismus? So, die Leute sind dort, die Leute sind nicht seit gestern dort und die Leute haben ein Recht auf Eigenverwaltung und eigenem Recht. Sie haben ein Recht auf nationale Selbstbestimmung. Ja, das Genau. zumindest, ja. Ja, nein, haben sie definitiv. Und das ist wie eine wichtige Zwei-Staaten-Lösung, dass die Idee, es sagt ja, es gibt 2 Völker, die Recht auf Selbstbestimmung haben dort. Aber wenn du in die Praxis schaust, das hat man ja versucht, in den letzten 70 Jahren ist immer eine Zwei-Staaten-Lösung. Oslo hat ja eben die Idee gehabt, Zwei-Staaten-Lösung. Aber wenn du in der Reality dort bist, siehst du, es gibt momentan eine faktische Ein-Staaten-Lösung. Und zwar Israel kontrolliert das ganze Gebiet zwischen dem Fluss, also dem Jordanfluss und dem Mittelmeer. Wird von Israel kontrolliert. Es gibt eben die palästinensische Autonomiebehörde, aber das ist wirklich ein bisschen eine bessere. Es ist echt im besten Fall eine bessere Gemeindeverwaltung. Im schlechtesten Fall ist es einfach der Handlanger von Israel, weil sie es einfach die Kontrolle von der Palästinenser outgesourced haben an die PA. Aber ja, ich meine mehr einfach die Idee vom Trennen, weißt, vom Trennen vom Land. Ich denke, das ist nicht realistisch. Darum glaube ich halt wie einfach ein Staat, wo keine Ahnung wie heisst. Der Name ist nochmal etwas anderes. Aber ein Staat, wo halt eben ein blinder Staat, ein Staat, wo egal ist, was du für eine Religion hast, was du für ethnische Zugehörigkeit hast. Natürlich, du hast recht, all die Unterschiede wird es ja gleich noch geben. Aber das hast du auch gehabt. Wie fühlst du dich denn zugehörig zu dem Staat? Einfach, dass du dort lebst. Was hast du wieder sagen? Das hast du auch gehabt? Das ist auch in Deutschland, wo es wieder vereinigt worden ist, dass es mega krasse ökonomische Unterschiede gegeben hat zwischen Ost- und Westdeutschland. Ja. Das ist auch in Südafrika und das gibt in Südafrika auch jetzt noch zu Problem. Ich sage nicht, dass es dann Paradies wird, weißt? Ja. Ich meine, es ist nur die Bibel, ein Land von Milch und Honig, in der Realität leider nicht. Aber es wird zumindest mal die Situation von der Apartheid, sprich von, dass einfach die eine Gruppe systematisch und in sehr großem Ausmaß weniger Recht hat, das wird es mal beenden. Aber es ist halt schon auch ein sehr utopischer Gedanke. Ja, aber irgendwo musst du anfangen, Bro. Du kannst einfach, ja. Und das C-Gebiet, das du vorhin gesagt hast, wem will man das geografisch zuordnen? Palästina, also völkerrechtlich ist es Palästina, darum hat es Israel auch noch nicht annektiert, weil sie halt Angst haben, dass die USA dann vielleicht mal etwas macht. Aber trotzdem gibt es ja die Pushbacks, oder? Also das heisst, irgendwie wird das Land oder die C-Gebiete werden ja wieso halt werden Palästinenser weggedruckt und umgesiedelt oder assimiliert. Ja, nicht assimiliert, einfach gesäubert. Ja. Und was passiert nachher mit dem Land? Dann ist es immer noch palästinensisches Land? Nein. Es wird dann von Israel als Staatsland deklariert. Also eben, dann wird einfach die Staatsgrenze weitergezogen. Es ist keine offizielle Staatsgrenze, es gibt echt keine Grenze. Es ist wie... es ist innerhalb von Israel. Auf Englisch gibt es ein schönes Wort, Frontier. Es ist so nicht eine Grenze, sondern etwas, was so dynamisch sich bewegt anhand von... wer gerade mehr Macht hat. Ja, genau. Anhand von einfach, wer dort ist, wer Macht hat, wie sich die Situation verändert. Es ist bewusst auch keine Grenze. Also bei den Siedlern kann man echt sagen, die neue Generation von Siedlern, so seit 2020, die alte Generation von Siedlern, also im Westjordanland, die alte Generation ist, wir bauen eine Siedlung und dann bauen wir einen Haag und Siedlung, um uns zu schützen. Ja. Die neue Generation von Siedlern ist eben nicht so, sie sagen, wir bauen eben extra keinen Haag, weil ein Haag ist wie eine Grenze. Das limitiert, wie weit wir gehen können. Wir wollen keine Grenze. Sie haben auch angefangen, selber Schafswirtschaft zu betreiben, also mit den Schafen. Im Safariat kannst du zum Beispiel sehen, Schafe sind eigentlich wie Instrument vom Landclaim oder vom Landraub. Ja. Das ist wie Palästinenser gehen mit den Schafen. Schafswirtschaft braucht viel Land. Ja. Und wenn du halt mit den Schafen drauf gehst, ist es wie irgendwo durch dein Land. Genau. Und die Siedler haben eben auch mit dem angefangen, weil sie eben genau das verstanden haben. Krass. Was hast du sagen, etwas anderes, aber jetzt gerade eine andere Frage, die vielleicht interessanter ist. Ich habe das schon gesehen in einer Doku, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, also vor allem nicht so der ganze Ablauf so gesagt, aber vielleicht du besser wie ich und auch vielleicht für unsere Zuhörer, willst du mal vielleicht erklären, wie das genau abläuft, wie ein Siedler, wie zum Beispiel zu einem Palästinenser geht und wieso quasi ihn vertreibt? Okay. Ja, also eben so viele eben bei den Schafsituationen. Also sagen wir jetzt in einem Dorf, ein Großteil ist auch Firing Zone, also militärische Übungsgebiet. Das heisst, eigentlich darf gar nicht mehr dort sein, aber bis jetzt sind wir vertrieben worden, wieder zurückgekommen. Jetzt
es sollte jetzt echt vertrieben werden, aber werden for now toleriert. Anyway, musst du dir vorstellen, in einem von diesen Dörfern in dieser Firing Zone, ein Schafshirt geht mit seinen Schafen am Morgen raus auf sein Land. Auf die Weide und so. Auf die Weide, ist halt ein recht grosses Gebiet, in einem Tal oder so. Einfach damit die Schafe können dort essen von der Natur, was gratis ist. Und dann, also mittlerweile gehen die Schäfer eben zusammen, weil es sicherer ist, aber sagen wir jetzt, ja, am Anfang, gar nicht mal nach dem 7. Oktober, also jetzt gehen sie teilweise gar nicht mehr raus, weil sie auch zu viel Angst haben, aber es ist so wie, sie gehen raus, vielleicht hat es Ausländer dabei, vielleicht nicht, also eben so die Protective Presence Leute, die filmen und so, gehen sie raus, gehen sie auf das Land, dann kann sein, dass ein Siedler das sieht, kommt ein Siedler, tut Schafe vertreiben, macht Faxen, vielleicht wird er handgreiflich gegenüber dem Schäfer, dann sagt dem Schäfer vor allem, du bist auf einem Land, wo du nicht sein darfst. Also während er auf der Weide ist? Ja. Okay. Bist du ein Land, wo du nicht sein, geschlossene Militärzone oder Staatsland oder was auch immer. Oder es ist mein Land, es gibt Siedler, die sagen, Abraham hat uns das Land geschenkt, es kann gar nicht jemand anderem gehören. Das sind so ein bisschen die, wo dann so wieder die religiöse Rechtfertigung nehmen. Aber eben, ich würde sagen, es geht nicht um die Religion, es geht darum, dass sie das Land wollen. Sie verwenden einfach ein Argument. Egal welcher Grund, sie nehmen es einfach. Genau. Und dann der Siedler ruft die Armee, sagt eben, die Armee, ich rufe die Armee kommt und treibt euch raus. Palästinenser in der Regel gehen zu der Polizei, weil die Polizei eben so ein bisschen die Fassade von der Rechtsstaatlichkeit noch hat. Die Polizei kommt aber häufig nicht, vor allem wenn es Palästinenser sind. Also ich habe auch schon der Polizei dort angerufen, so, hey, es hat Siedler auf dem Land von Palästinenser, kommt bitte da an und sagen ihnen, sie sollen gehen. Und dann sind sie es geht entweder es kommt gar nichts. Oder, also ich kann ja zum Glück noch Hebräisch, also ich mit den Hebräisch reden am Telefon, dann geht's, immer haben sich dann bei mir wieder gemeldet, aber in der Regel, wenn es ein Arabisch redest oder sagst ich bin in einem palästinensischen Dorf, sagen sie, ich kenne das Dorf nicht, wo ist das? Dann musst du immer sagen, ja, es ist bei dieser Siedlung, bei der israelischen Siedlung nebendran. Und dann, in der Regel kommt einfach das Militär, die Polizei kommt eigentlich meistens nicht. Ausser sie mühen wirklich, weil es dann so ein bisschen wie eine Pattsituation gibt. Kommt echt das Militär und das Militär sagt dann in der 99% der Fälle nimmt das Militär dann die Seite von der Siedlerin und sagt, ja, ihr dürft nicht da sein, geht weg. Vielleicht sagen es die Siedler auch, gehen ihr auch weg, gehen alle weg. Aber dass die Siedler vertrieben werden, also der Siedler gesagt wird, die müssen jetzt gehen, das passiert eigentlich fast nie. Und das kann eben, ich habe gesagt, bevor das Militär kommt, oder vielleicht holen sie auch nicht das Militär und sagen einfach, ey, wir verprügeln den jetzt. Oder wir schiessen ihm ins Bein. Das hat es auch schon gegeben, dass Leute angeschossen werden oder mit dem Messer das Schaf getötet werden und so. Halt einfach Angst einflößen. Was ja eigentlich die Definition von Terrorismus ist, dass man einfach versucht, Angst einflößen in Menschen, dass sie eben nachher nicht mehr gehen mit dem Schaf raus, weil sie Angst haben, was jetzt auch der Fall ist. Dass jetzt das letzte Mal die Siedler werden vom Militär unterstützt. Genau, also das Militär versteht, also eigentlich, weil es ein Gesetzgebiet ist, muss die israelische Armee gemäß Völkerrecht, gemäß der Genfer Konvention ja für alle Leute dort sein, Schutz geben. Aber da gibt es zum Beispiel Breaking the Silence, eine israelische Organisation, die eben vor allem mit ehemaligen Soldaten zusammenarbeitet, die halt wie darüber reden, wie sie instruiert worden sind. Und die sagen auch, im Militär wird ganz klar gesagt, im Westjordanland, du bist da, zum Siedler beschützen. Was die Siedler wollen, das ist das, was das Militär macht. Mit ein paar wenigen Ausnahmen, aber das merkst du auch. Zum Beispiel, das habe ich natürlich nicht selber erlebt, aber es ist mir gesagt worden von israelischen AktivistInnen, wo mir gesagt haben, im Militär gehst du bist zum Beispiel kommandiert, um die Siedlung beschützen. Dann gehst du in die Siedlung und in dieser Siedlung, das sind mega gute Hosts. Sie sagen, ja, komm zum Essen, komm zum Schabbat-Dinner, wir geben dir alles, was du willst. Und wenn du im Militär bist, so, also ich bin nur im Schweizer Militär gewesen, aber auch dort, ich glaube, Israel ist noch ein bisschen krasser. So, wenn du irgendwie, keine Ahnung, kannst dich fast fühlen wie ein Zivilist, oder? Weil du gut behandelt wirst. Ja, fühlst du auch wie ein Held vielleicht sogar. Ja, genau. Und vor allem ist es auch komfortabel, wenn die Siedler dich so eigentlich umgarnen. Yeah. Aber das machen sie nur so lange du machst, was sie sagen. Ich habe wirklich Stories gehört, was ist, sobald du irgendwie zum Beispiel jetzt mal sagst, dem Siedler, ey, das ist wirklich nicht dein Land, Bro, gang weg. Instantly anders. Dann bist du kein Schabbat-Dinner mehr, dann bist du einfach der Verräter quasi. Verräter, ja. Und darum, also es gibt verschiedene, die Armee sagt das erstens seinen Leuten selber, dann gibt es eben so ein bisschen die informellen sozialen Sachen, die dazu führen. Es führt zu einer Situation, wo das Militär Siedler beschützt. Absolut beschützt und ihre Interessen vertritt. Okay, und also so wie ich es einfach verstanden habe, ist, wenn der Palästinenser eben rausgeht, zum Beispiel, wo in den meisten Regeln jetzt bei der Zone C zum Beispiel Schafshirt ist, geht er raus und sobald er draußen ist und einen Siedler sieht, tut der Siedler ihm den Tag zur Hölle machen. Ja. Und
er wird in dem Fall, also es gibt sicher auch Situationen, wo eben mit Gewalt und so vertrieben wird, aber ihm wird dann, also er wird dann wie terrorisiert quasi. Ja. Ihm wird das Leben dort so zur Hölle gemacht durch den Staat, durch die Siedler, durch die Leute, die dort sind, dass er irgendwann mal Angst hat zum Rausgehen und irgendwann mal sich muss einfach Gedanken machen, ist das lebenswert da oder muss ich jetzt meine Familie in Sicherheit bringen? Genau. Eben, heute ist es mein Bauch, morgen ist vielleicht mein Kopf, der geschossen wird. Genau. Oder vielleicht, eben, ich meine auch schon, wenn du nicht mehr wenn jetzt die Leute haben Angst. Das heisst, sie gehen mit den Schafen nicht mehr raus. Das bedeutet, Ertrag, kein Cash, genau, die Tiere. Das Business dort ist Schafswirtschaft. Ja. Wenn du für die Schafe musst die ganze Zeit Essen kaufen, anstatt dass sie einfach auf die Weide gehen, dort grasen, dann machst du kein Geld mehr. Machst dann, du das lang mit auf jeden Fall, ja. Genau, dann das Einzige, was die Leute dort behalten, ist, was auf Arabisch Sumud heisst, Standhaftigkeit, das ist einfach wirklich so der Wille zum Bleiben, Ja, egal. ja. Auch wenn sie dein Leben wenn sie zunichte machen. Ja, Jost, die Großmutter. Ja, nein, es ist einfach wirklich so to exist is to resist, das ist das Motto der Leute, einfach zum dort existieren. Aushalten, ja. Existieren und dich nicht unterkriegen lassen. Auch wenn es bedeutet, dass dein Haus 10-mal musst aufbauen, weil du es illegal gebaut hast, gemäß den Israelis, und sie es immer wieder können zerstören. Dennoch, und sie hätten jetzt schon Möglichkeiten, um in die Stadt zu wohnen, aber das ist für sie ihr Zuhause. Also ich habe ich habe irgendwie 30 Interviews geführt in Masafariata und alle Leute haben, ich habe sie immer angefangen, die erste Frage war immer, was ist deine Connection zu diesem Land? Und alle sagen, nicht genau so, aber die meisten sagen eigentlich, dass ohne das Land bin ich wie tot. Also ich bin wie ein Olivenbaum, wenn du mich pflückst, dann bin ich tot. Die arabische Weg, also er ganz beim Reden hat so die Weg, ich bin tot. Ich habe schon ein paar von den Die Gestik, ja, richtig Arab. Hey, Tot. und du hast vorher eine Zahl genannt. Ja. Von Menschen, von PalästinenserInnen, die ermordet worden sind. Oder halt gestorben sind. In Gaza meinst du? In Oder? Gaza, Ja. genau. Was war das für eine Zahl gewesen? 45'000. Und das ist, ich nehme jetzt mal an, es gibt noch sehr hohe Dunkelziffer wahrscheinlich, oder? Ja, also das ist glaube ich von der UNO. Die Zahl 45'000. Vom Lancet, das ist ein britisches Medizinmagazin oder so, wissenschaftliches Journal. Die haben mal eben so eine Schätzung gemacht und die sind gekommen auf 180'000. Und eben, und das ist nicht irgendein so ein, keine Ahnung, das ist wirklich eines der etabliertesten medizinischen Journals. So. Und noch kurz, das ist ja, fuck, soll ich sagen? Ich habe Blackout. Scheiße. Genau. Das ist ja jetzt im Gaza hat jetzt zum Beispiel, um die Zahlen kurz können, messen oder ähnliches. Einfach, ich habe gerade letzte gelesen, es ist auch das letzte Spital oder Krankenhaus. Nordgaza, ja. Ja, ist glaube ich jetzt auch noch, also es gibt glaube ich wieso keine Spitäler mehr und dann ist so die Frage eben, Bro, wenn es keine Spitäler mehr gibt oder wenn es wieso kein Gesundheitssystem mehr gibt, wo willst du Leute behandeln lassen, wie willst du eben, Leute sterben viel schneller und dann ist so die Frage, also für mich so, die Dunkelziffer ist doch fix x-fach höher, Mann. Ja, also, ja, aber jetzt das mit dem Spital, ich meine, Israel hat eigentlich, wie gesagt, Nordgaza ist einfach ein geschlossenes Militärgebiet. Das heisst, das haben sie im Oktober, glaube ich, oder Oktober, November verkündet, basierend auf einem Plan vom israelischen Ex-General, wo sie gesagt haben, Nordgaza, wir geben den Leuten, irgendwie, ich weiß nicht, was genau, aber max eine Woche, glaube ich, damals gewesen, wir geben den Leuten eine Woche zum Gehen. Süden. Und wenn sie nicht gehen, nach der Ablauf von dieser Frist, dann sind alle, dann sehen wir, in unseren Augen sind dann alles Kämpfer und Kämpferinnen. Sprich, wir können Mit Hamas. Ja, oder einfach halt im Völkerrecht gibt es halt wie der Unterschied im Kriegsrecht gibt's den Unterschied zwischen Zivilist und Combatant, also Kämpfer. Und sie haben gesagt, alle Zivilisten haben jetzt eine gewisse Frist zum Gehen. Wenn ihr in dieser Zeit nicht geht, bedeutet das, sie sind keine Zivilisten. Dann können wir eigentlich, sind wir wie ein Vogelfrei, können wir eigentlich umbringen. Und entweder du verpisst dich von die Heimat oder du wirst umgebracht. Oder du, ja, und sogar eben, ich meine, im Spital hat es ja Leute, die nicht gehen können. Auch wenn sie ja, jetzt weil sie am Arbeiten sind, ja. Weil sie am Arbeiten sind oder weil sie verletzt im Spital liegen. Das ist aber er meint, weil sie einfach krank sind. Auch. Ja, oder auch sonst Leute, die nicht ja. wollen gehen. Ja. Und die Leute sind, also da gibt's, das ist etwas absolut vom Schrecklichsten. Also ich tue mir die Berichte auch mit Bedacht geben, weil wenn ich mir das jeden Tag würde geben, die ganze Zeit Berichte aus Nordgaza, ich meine, dann kommst du nicht mehr klar. Also, ich muss sagen, etwas vom Traumatischsten, was ich gesehen habe, ich bin vor 1,5 Monaten habe ich so einen Roadtrip gemacht im Gebiet, also in dem, wo völkerrechtlich als Israel anerkannt ist, sind wir so ein bisschen entvölkerte palästinensische Dörfer anschauen etc. Und am Schluss sind wir noch an der Grenze zu Gaza gewesen.
Und wir sind dort in Sderot gewesen, das ist die israelische Stadt an der Grenze zu Gaza. Und dort hat es einen Aussichtspunkt mit einem Fernrohr, wo Israelis, Familie und so, die gehen dort hin. Und dann kannst du 5 Shekel zahlen, also 1 Stutz. Und kannst du das Fernrohr auf Gaza schauen. Und siehst halt, wie alles zerstört ist. Und siehst auch, wie Bomben droppen und Rauchschwaden aufgehen. Und das ist eben Kriegstourismus. Von dort siehst du auf Nordgaza. Und eben das Gebiet, wo eben, wie gesagt... und das ist Aktivität, so Freizeitaktivität. Also ich meine, ja, und genau, das ist... Ich meine, ich mit einem Kollegen, mit einem von den antizionistischen Israelis dort gewesen, und wir haben aber dort... wir haben dort eine Familie gehabt. Und Familie, wo ihre Kinder sie machen das Foto, sitzen sie an und hinten dran ist der Rauchschwaden. Und Kinder am sagen, weißt du, wenn sie irgendwie eben die Bomben hören, wo droppt, so mach's nochmal, lade jetzt einen Panzer, schieß nochmal. Und da bin ich wirklich so, hey fuck, ich sehe jetzt, wie Genozid möglich kann sein. Weißt du, von der Psychologie her. Ja, Bro. Du musst einfach die andere Seite so hart entmenschlichen, dass sogar deine Kinder sind, dass die einfach nicht mal im Annäherndsten als Menschen siehst. Und ja, das ist wirklich, dort bin ich wirklich gewesen, okay, ich meine eben, es sind nicht alle Israelis so, nicht alle jüdischen Israelis so, aber dass es wie die Auswüchse gibt von der genozidalen Psychologie, muss so ein langer Weg in einer Gesellschaft passieren, bis du an dem Punkt bist, wo du findest, hey, 50'000 Leute umbringen ist egal. Das ist wie sogar noch richtig. Und da sehe ich, Israel ist, du hast vorhin gesagt, wegen Mainstream, ich finde, das sagt die Leute Mainstream aus. Ich will nicht sagen, dass das der Mainstream ist, aber es ist jetzt auch nicht irgendwelche Lunatics. Ich will sagen, es sind einfach Mitte rechts. Israel ist so. Und mit Betonung auf Mitte. Und es ist wirklich mit wenigen Ausnahmen eine sehr faschistische Gesellschaft geworden. Extrem, Alter, extrem. Ich habe eben jenste Reporter gesehen, die, also jetzt nicht mal im Gaza, einfach so normale Reportage gemacht haben, so auch ein bisschen Strassenumfrage beim Volk und so. Wir fragen, was ist. Bro, 2 Leute fragen, der dritte hat angefangen, die jagen, Mann. Der hat gesagt, was machst du da und so, wieder verpiss dich und so, wieder dies und das. Von TRT oder was? Nein, ich glaube. Okay, anyway. Ja, auf jeden Fall, weißt du, und dann hast du das so gesehen, die Leute sind so gewesen, wieso? Die sind geladen, Bro, die Leute sind geladen, Bro, die stehen hinter dem, was sie sagen und die finden, das ist richtig, was passiert. Und deswegen eben musst du fragen, so, Propaganda, die sie jeden Tag kassieren und konsumieren, was muss alles noch sonst Schlimmes passieren, dass eben du findest, so, eben, das ist Mensch zweiter Klasse, der verdient den Tod, alle sind genau gleich. Dann gehst du mit deiner Familie noch schauen, wie eine Stadt zerbombt wurde oder wie ein Land zerbombt wurde und so. Und das ist auch, wenn ich sage, das ist nicht etwas, wo von heute auf morgen passieren kann. Das ist etwas, wo du... Bro, was hat er für einen Alltag daheim, das für das Kind voll normal ist, eben so, ja, nochmal eine Bombe, nochmal. Das heisst, was wird eigentlich daheim alles bei ihm gefüttert, dass der so einen Kopf hat? Wahrscheinlich kommt er die Heime das genau eintrichtet über, wo sonst auch überall eintrichtet wird. Die Heime und auch eben, viele sagen immer, die Palästinenser haben so schlimme Bildung. In dieser Bildung wird ihnen immer beigebracht, sie sollen die Juden hassen und so Zeugs. Und hey, ich bin kein Experte in der palästinensischen Bildung. Was ich weiß ich auch, dass viel von der Bildung sehr kontrolliert wird. Aber ja, kann gut sein, dass vielleicht in der Hamas-Schulen in Gaza auch fragwürdige Sachen, Hate Speech und so gelehrt wurde. Aber Bro, es gibt gute Forschung von der israelischen Wissenschaftlerin Nurit Elhanan heißt sie, glaube ich, wo eben genau zu dem forscht. Bildung in Israel und wie Narrativ dort weitergegeben werden. Und also ich meine, wenn du das von den Palästinensern sagst, musst du also auch mal das israelische Bildungssystem anschauen und genau eben dadurch wird dann das auch ermöglicht. Das ist wie eben dort, wenn irgendwie die Kinder lernen zu zählen, mit so 5 oder so, dann hast du die Beispiele, bei uns hast du vielleicht irgendwie ein Tisch, 2 Stühle, 3 Autos oder was auch immer. Und das ist so, ein Kampfjet, 2 Sturmgewehr, so in dem Style. So, 3 Logos von der israelischen Armee. So die Indoktrinierung fängt genauso früh an. Und dort wird halt nichts gesagt. Und so. Ich meine, ja, keine Ahnung. Ich meine, ich bin jetzt nicht da irgendwie zum sagen, im Vergleich ist Hamas weniger schlimm. So. Ich will auch also ich meine, schlussendlich ist es nicht meine Entscheidung, aber ich will auch keinen Staat, der von der Hamas regiert wird. Und ja, sie haben auch terroristische Methoden verwendet, aber Israel verwendet genauso terroristische Methoden. Wenn man Terrorismus einfach definiert als das Killen von Zivilisten für politische Zwecke, macht Israel momentan immer noch, nach fast 1,5 Jahren Genozid. Aber ich finde, wir müssen jetzt auch nicht versuchen rechtfertigen, wieso
wieso das in den Augen von gewissen Menschen wieso okay ist. Ja. Oder, also, eben, ich weiß nicht, ich finde es sehr... Ja, ich habe mich ehrlich gesagt auch nicht so viel damit auseinandergesetzt, weil es ist vielleicht auch so ein bisschen... Es tut meiner mentalen Gesundheit überhaupt nicht gut. So, I get it. weißt, ich kann mich... Das ist auch sehr, sehr ein privilegiertes Ding, oder? Dass ich wieso da in der Schweiz bin und kann sagen, ich schaue es einfach nicht an oder ich schaue es wenig an. Aber es macht viel mit mir. Und ich habe so viel Informationen bekommen. Weißt, ich habe Informationen bekommen von eben Spitälern, wo bombardiert werden und dann wird einem Zeit geben, zum gehen und dann wird die Zeit nicht eingehalten. Also eben, das ist alles Sachen, die ich höre. Oder irgendwie, es werden Hunde eingesetzt gegen, also weißt, irgendwie so vom Militär. Eben, es sind alles so Sachen, die ich wieso irgendwo mal höre und lese. Leute werden überfahren. Leute werden überfahren und es ist einfach so... Es gibt Massengräber. Kneck hat ja immer gesagt, wo sind Massengräber? Wenn es Massengräber gibt, nein, ich sage Genozid. Jetzt gibt es jenste so Massengräber, aber dann, ich weiß nicht. Ich habe schon lange nicht mehr gemeldet. Ja, vielleicht nennt das jetzt ein Genozid. Ich frage mich halt einfach, wieso... Eben, ich glaube, man verliert einfach sehr fest, wieso der Glaube an die Menschlichkeit. Also weißt, ich finde einfach, wieso... Ich habe das ein paar Mal gesagt, ich finde das so pervers, dass ich wieso auf Social Media kann sein und auf dem einen Swipe irgendjemand sehe auf einem TikTok-Song tanzen und auf dem nächsten sehe ich wieder einfach Zeugen von fucking Genozid, Bro. Mhm. Ja. Und ich glaube einfach, es ist wie so eine Folgefrage für mich ist, wie ist für dich das letzte Jahr? Für deine Psyche, für dich als Mensch? Hey, ich weiss noch nicht, ob ich die Frage abschließend schon beantworten kann. Ich bin jetzt erst knapp 2 Wochen in der Schweiz. Aber ich muss auch sagen, etwas, was man vielleicht nicht sieht, wenn man halt nur eben die Bilder von Zerstörung und so sieht, ist vielleicht auch so, die Sachen, die gut sind. So also ich will nicht sagen overall gut, aber was sich wie gut anfühlen. Wenn ich zum Beispiel in Massafariata bin und dort gibt es eine Auseinandersetzung mit Siedlern, ich muss den Bull anrufen und so Zeug. Dann, was auch natürlich ich nicht share in meinen Stories ist, hey, es war ein mega schöner Sonnenaufgang. Wir haben einen mega feinen Tee bekommen von dieser Familie, während wir dort ein Stand-off hatten. Wir haben irgendwie auch eine gute Zeit gehabt, weißt du, was ich meine? So, das wird wie zu wenig gesehen. Und dort finde ich auch im Westen, schauen wir halt auf Palästina auch so, immer so ein bisschen durch das Nadelöhr von den Opfern. Weißt du, ich meine, logisch, sie sind Opfer so, vom Zionismus, obviously. Aber 90 oder 95% von ihrem Alltag ist ja ähnlich wie bei uns. Wie verdiene ich mein Geld? Wie schaue ich auf meine Familie? Wie finde ich jemanden, der mich heiraten will? Was esse ich zum Mittag oder zum Nacht und was mache ich am Abend, um mich ablenken. Und schlussendlich sind die Sachen echt die gleichen wie überall auf der Welt. Und ich glaube, die Sachen bekommen wir halt nicht so mit. Für mich habe ich das Gefühl, es ist vielleicht, weil ich dort war, einfacher. Weil ich will halt auch das Zeug sehen. Und amigs auch, wenn ich so mein Umfeld in der Schweiz, ich habe das Gefühl, die Leute, die mich weniger gut kennen, haben mehr Angst um mich. Weil die sehen halt wie nur das, was ich vielleicht in meinen Stories poste oder das, was in Social Media ist und was in Gaza passiert. Und die denken dann so, boah, keine Ahnung, jeden Tag, überall ist Militär und Bombensplitter, Granatenschuss, du weißt, es läuft. aber so ist es halt wie nicht. So ist die wenigste Zeit. Und von dem her ist für mich, das hilft vielleicht einerseits für mich. Aber ja, mega easy ist es definitiv nicht. Aber für mich ist es auch erfüllend gewesen. Ja. Aber ja, und ich meine, ich muss auch immer sagen, so für mich, ich habe immer das Privileg gehabt, dass ich gehen konnte. Ich hätte können, wenn es jetzt schlimmer geworden wäre, ich gehen können. Und bist du in einem Gebiet gewesen, wo vielleicht ist es ein bisschen eine taktlose Frage, aber wo halt Bomben geflogen sind? Eben nur, als ich an der Grenze zu Gaza war. Als ich an der Grenze zu Gaza war. Und ja, also
als ich in Jerusalem, im April bin ich in Jerusalem gsi, dort sind Raketen von Iran gekommen. Und als ich jetzt in Haifa war, vor 1,5 Monaten, sind noch Raketen aus dem Libanon sind gekommen. Aber es ist so wie, ich kann nicht wirklich, also ja, aber in diesen Situationen hatte ich keine Angst gehabt. Mehr, als ich neben Gaza war. Ich bin dort auch dort, wo das Nova Festival war, wo auch viele junge Menschen umgebracht worden sind am 7. Oktober, bin ich auch gewesen. Und dort, das ist eigentlich wie so ein bisschen, es ist mega komisch, wie so ein Friedhof mit all diesen Gedenksachen, während gleichzeitig nebendran der Genozid stattfindet, wirklich ein paar Kilometer. Und dort hörst du Bomben hure laut. Und alle 3-4 Minuten hörst du so eine riesige Explosion von in Gaza. Und es kommt immer, 1 Sekunde bevor die Explosion kommt, immer so ein Piep. Das ist wirklich so richtig so elektronisch, technisches tönendes Piep. Und dann hast du auch wie Leute, die dort halt wie jubeln, wenn die Bombe fallen. Und dort bin ich, ja, ich meine, es ist wie, ich habe mir wieder gedacht, so, es ist eigentlich wie wenn du an eine Beerdigung gehst oder an einen Friedhof von jemandem, der kürzlich gestorben ist. Und irgendwie einen Block später wird irgendwie die Gruppe, die man verantwortlich macht dafür, keine Ahnung, permanent gefoltert und vielleicht einen Teil von ihnen umgebracht. Ich muss für klarstellen, wie gesagt, ich kenne mich leider sehr wenig aus, geografisch. Wie unterscheidest du Westjordanland und Gaza? Es sind weit auseinander. Also Gaza ist wie, wenn du jetzt wie das ganze Land anschaust, Palästina, Israel, ist wie Gaza unten links. So ein Strip, oder? Ja, es ist ein Strip unten links, an der Grenze zu Ägypten und am Meer, am Mittelmeer. Wirklich ein ganz kleiner Strip, wo 2 Millionen leben. Und die Bevölkerungsdichte ist eine der höchsten der Welt. Und dort findet jetzt der Genozid statt. Und Westjordanland, und dann hast du wie das, was als Israel anerkannt wird, ist wie zwischen ihnen. Und dann Westjordanland ist echt wie im Osten, oder? Ja, eigentlich im Osten, ja. Das macht eigentlich, also, das heisst Westjordanland, aber ist von Jordanien. westlich vom Fluss Jordan. Ja. Aber es ist im Osten von dem Gebiet, wo wir Palästina, Israel nennen. Und ganz einfach erklärt, so explain it like I'm 5, was ist die Verbindung vom Westjordanland und dem Gazastreifen? Das sind wie die Gebiete, die 1967 erobert worden sind. Also es hat dann 1947 hat UNO wie einen Teilungsplan gemacht. Damals sind vor allem westliche Länder der UNO gewesen, muss man noch sagen. Ein Teilungsplan, um halt wie 2 Staaten zu kreieren. Der ist nicht von den Palästinensern, sondern von den arabischen Ländern, die der UNO Einsitz hatten, abgelehnt worden, von den westlichen Ländern angenommen worden und hat halt wie 2 Staaten vorgesehen, wo nicht der Grenze jetzt entsprechen. Auf jeden Fall hat es nachher einen Krieg gegeben. Israel hat sich wie halt so unabhängig erklärt oder halt so Staatsgründungsakt gemacht. Und dann zuerst hat es einen Bürgerkrieg gegeben zwischen Palästinensern und jüdischer Community und zionistischer Community. Von 1947 bis 1948. Dort sind auch viele von der Vertreibung dort schon passiert. Zum Beispiel Haifa ist gesäubert worden im April 1948. Im Mai 1948 hat eben Israel dann gesagt, wir sind jetzt ein Staat. Und dann am nächsten Tag haben 5 arabische Länder Israel angegriffen. In der Israel-apologetischen Geschichtsschreibung wird immer gesagt, Israel ist so ein kleines Land, geografisch sind es gewesen, true that. Aber wenn man so Militärhistoriker liest, dann sagen die meisten eigentlich, dass Israel trotzdem, dass es 5 gegen 1 war, dass Israel die stärkere und besser ausgerüstete und besser organisierte Armee hatte. Anyway, Israel hat dann den Krieg gewonnen, hat also Waffenstillstand gegeben und basierend auf dem Waffenstillstand sind echt Grenzen. Das Westjordanland ist dann von Jordanien annektiert worden für die nächsten fast 20 Jahre und Gazastreifen von Ägypten. Und dann 1967, als eben dann der nächste Krieg gab, der nächste größere Krieg, der 6-Tage-Krieg, dann hat Israel die Gebiete, also wo Israel dann die anderen Länder angegriffen hat, in einem Präventivschlag, wie sie sagen, haben sie die Gebiete erobert. Westjordanland und Gaza, Sinai-Halbinsel haben sie auch erobert, haben sie dann nachher den Ägypter zurückgegeben in einem Friedensvertrag. Golanhöhe haben sie auch erobert, bis heute sogar annektiert. Mit Syrien haben sie keinen Frieden und da gibt es ja jetzt auch wieder mehr Konflikt. Genau, die Gebiete haben sie eigentlich, ja, ich vergesse nicht, die Gebiete haben sie besetzt. Und Westjordanland und Gaza sind eigentlich die Gebiete, was das Völkerrecht sagt, dort sollte ein palästinensischer, und UNO halt auch sagt, dort sollte ein palästinensischer Staat
Sorry, Stadt. wo soll der palästinensische Staat? Im Westjordanland, Ja. inklusive Ostjerusalem Ja. und Gaza. Okay. Ja. Und dazwischen ist wie Israel. Genau. Also Völkerrecht. es ist wie so, völkerrechtlich ist wie so, sagen wir mal, es ist ein Kreis. Und in dem Kreis drin ist nochmal ein Kreis und der Kreis ist... Also nein, Völkerrecht ist eigentlich wie ich sage es in die Kamera. Ja. Palästina ist, oder Palästina-Israel so. Ja. Gaza ist wie da unten am Mhm. Meer und das Westjordanland ist echt da unten. Okay. Und zwischen denen ist eigentlich Check das, was völkerrechtlich als Israel anerkannt ist. Genau. Sorry für die sehr Alles gut. basic Frage, aber das ist wie Alles so gut. glaubt zum. Sonst Und- gibt es auch Wikipedia. Und das heißt, Israel hat in dem, mit der Begründung, wo Hamas gemacht hat am 7. Oktober, gesagt, jetzt breiten wir uns aus. Nicht direkt. Sie haben es ja vorne schon besetzt, das Gebiet. Also, sie breitet sich jetzt auch aus in Syrien und im Süden von Libanon haben sich auch einen Teil ausbreitet. Aber die Idee von der Ausbreitung ist ja schon vorne verfolgt worden. Genau, aber irgendwie ist das ja wie so ein Auftakt gewesen. Nochmal. Ich glaube, es ist einfach ein Auftakt zu der kompletten Zerstörung von Gaza. Das ist das ihr Ziel. Ich sage, die haben von dem Bescheid gewusst, Bro. Die haben genau gewusst, was passiert. Und die haben gesagt, wir lassen das passieren, weil dann haben wir endlich einen Grund, um das durchzusetzen, was wir schon länger planen. Ich sage das, 100%. Ich bin so ein Verschwörungstheoretiker. Du kannst mir nicht sagen, dass das Hurensohnland, du kannst mir nicht sagen, dass die eine Software haben, Bro. Pegasus, die haben eine Software, Bro. Die können dein Handy filzen, ohne dass du etwas machst. Du musst nicht etwas anklicken oder etwas. Bro, sag nicht zu laut. Handy liegt da. Die fühlt sich da drauf, Bro. Die filzen dich, Bro, und du weißt nicht mal davon Bescheid. Die können nachher auf deine Cam zugreifen, auf alles, sogar gelöschte Daten, Bro. Du kannst Chat gelöscht haben mit einem hochrangigen Offizier, die können das wieder. Und das hat nicht gewusst, dass es passiert. Bro, bisher. Also, ich glaube, es ist ein bisschen wie bei 9/11. Ich sage dir, es gibt sicher ich meine, weißt, es ist ja nicht sie, also es sind ja nicht israelische Regierung, sage ich. Israelische Regierung. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Schwierige Das Aussage. weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Es hat sicher in dem ganzen Apparat von Geheimdienst, Militär, hat sicher Leute gehabt, die Indizien gehabt haben, dass etwas geplant ist. Ja. Aber das ist halt eben, ob es dann wie bewusst ignoriert wird oder einfach verloren geht, weil es so eine riesige Bürokratie ist. Ich sage nicht Das weiss verloren ich gehen. nicht. Ich sage, es ist zugelassen worden von ihnen. Ich sage, sie haben. Also etwas, was sicher stimmt, ist, dass an dem 7. Oktober ist so um Gaza hat es ja vorne auch israelische Militärbasen, Kasernen und so gehabt, wo die Grenzen, die Zaun, die Mauer dort bewacht. Und am 7. Oktober sind ein Großteil von diesen Militär, die dort waren, sind im Westjordanland gewesen, weil sie müssen Siedler beschützen. Ob das jetzt ist, weil irgendein Viertig dort war. Also ein jüdischer Viertig. Ob das jetzt extra war, I don't know. Das ist Stuff that I don't meddle with. So. Am Ende vom Tag, keiner weiß genau von uns, aber es geht darum für Verschwörungen und ich sage euch, das ist auch meine Meinung. Ich habe nichts gelesen in die Richtung, also ich habe nicht bewusst einen Artikel gelesen, wo so steht, so that's why, weißt du so. Aber für mich einfach so eigentlich zu überlegen, also es wird die 6 Tage haben die 6 arabische Länder haben gegen die gefightet. Das ist aber auch schon lange. Ich weiß, aber du kannst mir nicht sagen. Ich bin der Meinung. Wenn du sagst, ich respektiere es auch, du absolut. Aber ich sage, die hätten können einen Einfluss haben auf das oder das vielleicht auch sogar verhindern. Ich finde es einfach schwierig, wenn man sagt die und die und die Eben, und die. ja. Weißt du, was ich meine? Ich sage israelische Regierung, ich sage Netanyahu und der Hurensohn. Okay. Hey, keine Ahnung. Es gibt Artikel, also kannst du mal nachlesen. Ja. Aber die sagen, ich glaube nicht, sie haben es gewusst, Eben, sondern es gibt das ist eben auch Indizien, das dass andere. vielleicht im Geheimdienst gewisse Leute so Hinweise darauf gehabt haben, dass etwas geplant ist, aber genau gewusst, Bro, I don't know. Ja, das ist wie, aber das kannst du wie schlussendlich bei jedem sagen, das hat ihnen jetzt im Nachhinein etwas gebracht, um ihre Ziele, die sie eigentlich hatten, durchzusetzen. Ja. Kannst du bei den Amis auch sagen, 9/11 hat ihnen gebracht, dass sie Fix, endlich können in Afghanistan und Irak, gut, Afghanistan nicht so viel wert, aber Irak rein, das Öl kontrollieren und so Zeugs. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das wie gewollt ist oder ob das halt einfach wie Zufälle von der Geschichte sind. Ich oder weiß einfach es nicht. auch Werkzeuge, die dann nachher... Genau. So, aber ja, ich glaube auch nicht gerade, also weißt du, es gibt wie so ganz viele andere Diskussionsgrundlagen. Es ist letztlich auch nicht so wichtig. Safe. Ich finde das so wichtig, weil schlussendlich der Genozid ist nachher oder ist immer noch passiert. Ja, safe. Egal, aber ob sie es gewusst haben oder nicht. Ja, safe. Ich habe nur gedacht, ich sage das mal, weil das ist eine Folge über das. Ja, du,
Eben, ich lasse es mal so stehen. Ja, ja, alles easy, alles easy. Und also ist dann Hamas im Westjordanland? Es ist eigentlich verboten als politische Partei. Mhm. So viel es gibt es auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, ob es formell verboten ist, aber es gibt es eigentlich nicht. Also in der palästinensischen Autonomiebehörde ist eigentlich nur die Fatah, das ist PLO. Das steht für Fatah, steht für Harakat al-Tahrir al-Watani al-Falastini. Das heisst, palästinensische Bewegung für die nationale Befreiung von Palästina, die eben PLO war. Und schauen, will mein Arabisch flexen. Geil, ja. Genau, und die haben echt Kontrolle. Die hat seit 2006 keine Wahlen mehr gegeben. Genau, also. Und Hamas, also ich habe jetzt eigentlich nie, also was noch im Westjordanland, an den Unis, es gibt ein paar Unis im Westjordanland, dort gibt es so Studentenparteien, sozusagen. Das sind wie so die Jungparteien, kann man eigentlich sagen, von der Partei. Und dort gibt es schon Hamas. Da gibt es Hamas, Yassar, das ist die Linke, PFLP und PLO, also die Fatah, Jungpartei. Und dort gibt es das aber also eigentlich, also wenn man herausgefunden wird, zum Beispiel, dass du Hamas bist im Westjordanland, bist du auch verhaftet. Ja, also wenn es ein Grund, also das Wissen allein ist vielleicht nicht Grund genug, aber wenn es nachher wie halt dich verhaftet aus irgendeinem Grund, dann, also die Israelis meine ich. Klar, ja. Von dem her nein, also sie spielen zumindest faktisch fast keine Rolle, wirklich. Aber man muss sagen, die palästinensische Autonomiebehörde spielt grundsätzlich eigentlich nicht wirklich eine Rolle. Ich meine, sie haben wie sagt man, Verkehrspolizei und sie haben so eine wir nennen es Preventative Security Force. Das ist keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt, aber halt einfach so nicht eine Geheimpolizei, aber es sind auf jeden Fall Polizei, die mit Militäruniform rumlaufen. Aber das ist das höchste der Gefühle. Das ist keine Armee. So und sie sind wie so, sie kontrollieren wie eine interne. Sie kontrollieren vor allem Palästinenser. Ja, das ist auch, wenn Israel sagt, zum Beispiel in Azaria, dem Ort, wo ich gewohnt habe, hat es irgendwie Familienfäden gegeben mit Schüssereien. Die Israelis haben Angst gehabt, dass die Schüsse richtige Siedlung gehen, richtige israelische Siedlung. Und dann haben sie gesagt, gehen mal dort in das Dorf, gehen mal in das, also nicht 20'000 Leute, gehen wir in die Stadt rein und nehmen die Waffen raus. So, es hat viele Waffen dort. Okay. Also eben, Hamas spielt echt nicht wirklich eine Rolle im Westjordanland. Zumindest so under the table wahrscheinlich schon auch, aber nicht wirklich. Und im Gaza sind sie sehr präsent. Das ist doch ein Narrativ. In Gaza sind sie die Regierung seit 2007. Also die Regierung. Es hat wie in 2006 hat es Wahlen gegeben in Palästina. Gaza und Westjordanland war damals noch zusammen gewesen, als eine Einheit. Hamas hat damals die Wahlen gewonnen. Weil sie eben gesagt haben, wir wollen eben mehr sein als nur eine Widerstandsgruppe, die Selbstmordanschläge macht. Yeah. Also wir wollen uns moderieren, wir wollen Moderator werden. Haben gewonnen, weil eben die palästinensische Autonomiebehörde ist einfach zunehmend, vor allem nachdem der Arafat gestorben ist in 2004, zunehmend als mega korrupt wahrgenommen worden und als Handlangerin von Israel. Genau. Und darum haben sie gewonnen und dann haben sie wie einen kleinen Bürgerkrieg gegeben. Also nicht wirklich Bürgerkrieg, aber halt ein Konflikt zwischen Fatah und Hamas. Und Hamas hat sich eigentlich wegen Gaza dann erkämpft und Fatah hat eigentlich das Westjordanland behalten. Und seither hat es immer wieder, seit all 3-4 Jahren gibt's versucht, die Trennung wieder zusammenzubringen. Aber bis jetzt hat es nicht wirklich geklappt. Aber ja, in Gaza, seine Frage beantwortet, in Gaza hat es bis am 7. Oktober oder auch immer noch, jetzt nicht mehr so in einem normalen Zustand, hat Hamas die Regierung. Und das ist wichtig zu sagen, Hamas ist ja nicht nur eine militärische Organisation, sondern es ist auch eine Organisation, die Sozialleistungen erbracht hat, die all die Sachen, die die Regierung halt macht, erbracht hat. Vielleicht kann man das auch nicht abschließend sagen, aber wie würdest du, was ist deine Meinung zu der Hamas? Ja, also eben wie gesagt, ich bin gegen die Verwendung von terroristischen Methoden und eben das Umbringen von Zivilisten für politische Zwecke ist für mich eine terroristische Methode. Ich bin auch nicht ein religiöser Fundamentalist, also ich finde, dort ist Hamas sicher zu wenig offen für mich. Und ja, also keine Ahnung, ich meine, schlussendlich, ich bin wie für niemand, weißt du nicht mehr. Ja. Aber ich glaube, Hamas schadet vor allem, also auf eine Art schadet auch der palästinensischen Nationalbewegung, weil ich sage immer, der grösste Erfolg, den Israel hat oder immer noch hat, im Verhindern, also
wenn das Ziel ist, das Verhindern vom palästinensischen Staat, ist der grösste Erfolg, den es hat, dass die Hamas mittlerweile die wirksamste Kraft ist in der palästinensischen Widerstandsbewegung. Weil das sagen die Israelis, also das gibt der Smotrich, der Finanzminister, der Rechtsextreme, Netanyahu, das hat schon gesagt, das haben wir gesagt. Das Ding ist, wenn PLO als die stärkste Kraft für die palästinensische Bewegung ist, und PLO hat, oder PA, Fatah, die haben sich mit Oslo haben sie gesagt, wir wollen nicht mehr Gewalt, anmelden, wir wollen nicht mehr Zivilisten umbringen, etc. Wir werden dem Terrorismus abgeschworen. Wenn die wirksamsten sind, dann sagt die Welt, hey, die sind ja gar nicht so schlimm, man hockt mit denen an, findet eine Lösung. Und Hamas ist viel einfacher zu sagen, viel einfacher zum Entmenschlichen von den Palästinensern als Ganzes. Ich sage, schau mal die an, was sie gemacht haben, Barbaren, dass so etwas können Menschen nicht machen. Darum müssen wir jetzt das machen und wenn dabei halt noch, keine Ahnung, fast 50'000 Zivilisten umbringen, dann... Ja, also eben, ob sie es gewusst haben, ist etwas anderes, aber das sind Aussagen von vor dem 7. Oktober. Aber das heisst, im Gazastreifen oder im Gaza leben auch jetzt noch sehr viele Zivilpersonen. Ja, sie können ja auch nicht raus in den meisten Fällen. Sie dürfen ja auch nicht ausreisen und Ägypten hat ja... ist ja angrenzt das ja, oder? Ja, und Ägypten ist schwierig. Musst mega viel zahlen, um ein Ausreisevisum, also ein Einreisevisum auf Ägypten zu bekommen. Mega viel. Dort gibt es auch einige ägyptische Machthaber, also nicht der Sisi oder so, aber solche, die aus der Sinai sind, die ein riesen Business gemacht haben mit dem Genozid. Ja, Bro, das ist... Also so Schlepper und so. Mehr Leute, die Visa verteilen können. Aha. Leute, die irgendwie die Einreise ermöglichen. Einreise auf Ägypten. Und weil der Rafah wird ja an der Grenzübergang ist von Ägypten kontrolliert worden, mittlerweile von Israel kontrolliert. Aber die Israelis sind eigentlich, für die ist es eigentlich easy, wenn die Palästinenser in Gaza auf Ägypten ausreisen. Das ist eigentlich, die Israelis haben nichts gegen das. Es sind die Ägypter, die sagen, also ich bin mir nicht ganz sicher, teilweise ist der Grenzübergang zu, aus keine Ahnung was für Gründen, und wird von Israel kontrolliert. Von dem her, ich sage jetzt nicht, dass die Israelis sind okay, es ist voll einfach zum rausgehen, aber dort ist vor allem Ägypten das Problem im Sinn von, und ich finde es auch, also keine Ahnung, es gibt nochmal eine grosse Überlegung, viele Leute wollen da nicht gehen, weil sie wissen ja auf der Geschichte von der Nakba, was passiert, wenn man sie gönnt. Der Nakba und Palästinenser hat gedacht, wir gehen jetzt einfach ein paar Wochen in Libanon hängen, nachher wieder zurück. Aber sie sind nie zurückgekommen. Darum wollen viele Leute auch nicht gehen. Wie in Masafreta ist das Gleiche. Wenn du gehst, dann gehst du immer. Weil Israel dich nicht mehr zurücklässt. Aber für die wollen gehen, ist es mega teuer. $10.000 teilweise für ein Visum. Stell dir vor, für die ganze Familie. Krankes Cash. Und krankes Cash. Ja, ich meine, ich habe einige so Fundraiser-Style von Leuten, die auf GoFundMe sagen, Hilfe. Aber ich meine, keine Ahnung, wenn du irgendwie 40.000 musst sammeln. Wenn du irgendwie ultra krass connected bist mit Reach. Ich meine, dann ein paar Leute, du machst ein paar Stories, ein paar Leute du sammelst vielleicht so ein paar 100 Stutz. Du fühlst dich wie so machtlos auf eine Art. Ja. Schlepper verdient, also nicht nur Schlepper, auch die von Wiesag verdient sich dumm und dämlich. Du hast ja mit der Arbeit und mit der Meinung bist ja eine Schweizer Person so, wo halt wie so öffentlich dazu steht. Du sagst, das ist ja so, das ist nicht so. Und du bist einer von den wenigen zum Beispiel, wo regelmäßig sich dazu äußert, wo eben zum Beispiel nicht direkt betroffen ist als Palästinenser oder als Israelit. Und jetzt ist so die Frage, wie ist so erstens mal deine Familie, dein Umfeld? Jetzt kurz mal weg vom Thema, einfach persönlich. Und wie ist die Reaktion so von ich sage es mal, Schweizer Medienlandschaft oder Schweizer Medienschaffenden so? Okay. Weil vorher war es ja immer so, keine Ahnung, eben, wir haben zum Beispiel mal mit dieser Vereinigung von Israelis haben wir geredet oder haben wir mit den Palästinensern geredet und so weiter. Und jetzt, wie ist es so bei dir? Also Familie, Friends, kann ich einfach sagen, bin nicht besonders speziell, also sie unterstützen mich in dem, was ich mache. Ja, und okay. ich merke mich auch so, dass enge Freundinnen mich auch schon ein bisschen sich educaten. Also ich bin jetzt nicht mega penetrant, weißt, aber so einfach, wir reden immer wieder darüber und ich merke, wie sich ihre Meinung auch ein bisschen verändert und da bin ich sehr froh drauf und auch ein bisschen stolz darauf, dass sie den Effekt kann haben. Ja. Das mit der Medienlandschaft, hey, es ist noch interessant, weil einerseits so, okay, dass du gesagt hast,
dass ich wie ein Schweizer bin, der dazu... Genau, ja. Das ist eigentlich fast für mich etwas Gutes, weil ich habe das Gefühl, viele Schulen sind so, wir müssen jetzt nicht irgendwie das mega heikel, wir können einfach wie den Schweizer, der dort lebt oder der dort gelebt hat, befragen. Und dadurch, dass ich halt wie ein Schweizer bin, halt Schweizerdeutsch meine Muttersprache ist, ich ausgesehen wie ein Schweizer, ist es vielleicht auch für sie einfacher, als jetzt jemand, der eben nicht weiss oder so gelesen wird, dort hineinzubringen. So mal das. Ich denke, es gibt mir mehr Exposure. Wenn ich jetzt Palästinenser wäre, würde ich wahrscheinlich keine Exposure bekommen. In den Schweizer Medien denke ich, Israeli, not so sure. Kommt davon, wie ich Sachen sage. Schurnis habe ich das Gefühl, extrem viel einfach, die wollen immer von Hoffnung hören. Und ich kann es langsam satt. Ich finde wie, Bro, wenn du jetzt kommst mit Hoffnung, man redet doch, entweder sie reden über Bomben, Explosionen, schlimmes Zeug, so halt sensationalistische Gewalt-Headlines oder Hoffnung. Aber so, Bro, all das Zeug zwischen denen, all das, was ich gerade mit Massafriata, das ist mega wichtig. All das mit dem Siedlerkolonialismus, das ist mega wichtig. Auch wenn man anderer Meinung ist, man sagt, es ist nicht Siedlerkolonial, okay, whatever. So. Menschen können ja Meinung haben, was sie wollen. Aber das sind dass man Informationen bekommt. Ja, aber das sind die Sachen, wo ich finde, dass die mal in den Medien besprochen werden. So das strukturelle Zeug und nicht immer nur bei Hoffnung, ein Israeli, ein Palästinenser, wo zusammen. Ja, ich meine, ist aber geil. Ich meine, cool, dass die ihre kleine Bubble haben, aber das sagt ja nichts aus über was wirklich passiert. Was ich auch noch ein bisschen den Eindruck habe, also ich habe am Cypher zu Palästina gerappt, erstmal mit einer größeren Plattform. Stimmt, ja. Erstmal mit einer größeren Plattform. Und dort habe ich mega viele positive Rückmeldungen bekommen. Dort habe ich auch gemerkt, dass viele Leute, die ich nicht gekannt habe, jetzt plötzlich meinem Shit folgen und so. Und wo ich dann die EP im Sommer rausgebracht habe, Sumut, wo 3 Songs, die wirklich explizit zu Palästina gehen, meine Erfahrungen dort und auch die Storys der Leute, die ich dort mitbekommen habe. Dort war es wie, ich finde, wie einerseits so die etablierten Medien, wie vielleicht das SRF oder so, die sind dann eher ein bisschen Angst. Die sind so, wir wissen nicht, wie wir das spielen können, das ist zu politisch. Und dann so im Privaten heisst es dann immer so, ja, es ist mega cool, was du machst, aber es ist ein öffentlich-rechtlicher Sender, wir müssen halt schauen, dass es balanciert ist, was, to be honest, sie nicht sind, aber ey, that's a story for another day. So das, von den Etablierten, so ein bisschen wie die Zusprache im Privaten, aber nachher nicht wirklich so die Exposure geben. Aber andererseits dafür, finde ich, habe ich mega Rückhalt bekommen, eben von Baba News zum Beispiel, von anderen aus der Palestine Solidarity Community. Ich denke, hätte ich jetzt nicht das zu Palästina gemacht, wäre ich wahrscheinlich auch nicht da in dem Podcast bei euch. Genau. Kann man dir Opportunismus vorwerfen? Ja, das kann man jeder. Oder wie stehst du dazu, wenn man dir das vorwirft? Weil, also ich bin jetzt bewusst kritisch. So, es ist... kommt davon, in was man es mir vorwirft. Ich finde, bei gewissen Sachen kann ich... Also, du kannst deine Anschuldigung noch ein bisschen ausdrücken. Ich bin keine Anschuldigung machen. Ich frage, ob man das kann, ob man dir das kann vorwerfen kann. Hey, also ich sage das nur, wie du selber in deinem Cypher-Part zum Beispiel am Kneck sagst, also was hast du als weißer Dude zu sagen? Und nachher sagst du in deinem Cypher-Part auch, ich bin weißer Dude. Ich bin weißer Dude und ich heiße Moritz. Ja. So. Aber das sind Sachen, die ich nicht ändern kann, weißt? Ich bin halt ein weißer Dude und ich heiße Moritz und all meine Großeltern sind Schweizer Käse, weißt du? So. Okay. So, okay. So, ich meine, ja, ich finde, wie die Identitätssachen sind wichtig, um darüber zu reden, aber letztendlich geht es wieder darum, wie kann ich jetzt in meinem Fall, wie kann ich Stimmen aus dem Westjordanland in der Schweiz sichtbarer machen und die Leute ein bisschen aufklären in der Schweiz. Und für diese Arbeit ist es letztlich egal, wer ich bin. Aber natürlich, das sind Sachen, die ich immer reflekten muss. Genau, also weil du hast jetzt gerade selber gesagt, durch deine Arbeit, wo man überhaupt nicht kann kritisieren, finde ich, aber durch deine Arbeit bist du interessant, wenn ich ganz frech sagen darf, geworden für gewisse Medien. Zum Beispiel, du hast vorhin gesagt, du bist in den Podcast gekommen. Ja, also zum Beispiel auch, dass zum Beispiel der Tagi ist mal auf Palästina, auch mit es hat ein gutes Porträt gegeben. Es hat ein Porträt gegeben auf der Seite 2 vom Tagi. Meine Mama war mega stolz, weil ihre Kolleginnen gesagt haben, boah, dein Sohn macht mega cooles Zeug. Ja. Hey, das ist nice, aber dort ist es eher so, dann, dass sie wirklich auf der politischen oder auf der Angle gehen, ein Schweizer Konfliktforscher steht. Da geht es nicht so um die Musik, und dort ist es vielleicht einfacher, weil sie wie mehr das können in einen gewissen Kontext, was sie wollen, dann reinsetzen. Bei der Musik habe ich mehr so das Gefühl, eben, dass sie dann so sind, gewisse Aussagen, die du machst, sind einseitig. Das, ich
Ich finde wirklich nicht. So, Ja. keine Ahnung, ich finde wirklich nicht, aber der Schweizer Mainstream ist halt wie noch nicht dort. Mhm. Genau. Opportunismus, ja, kann man mir schon vorwerfen. So, keine Ahnung, eben. Also ich finde, es ist wie so eine Diskussionssache, weil ich meine, du machst... Es ist für mich wie etwas. letztendlich nicht relevant. Mhm. Ich meine, wenn mir jemand etwas Spezifisches vorwirft und ich finde, hey, das stimmt, okay, dann nehme ich das zur Kenntnis und versuche mich in Zukunft vielleicht auch dementsprechend ein bisschen anders zu verhalten. Aber letztlich, eben, es ist wie für mich nicht so relevant. Aber du kannst halt eben ins Westjordanland gehen zum Beispiel und dich relativ sicher fühlen. Ja. Oder aufgrund von deinem Pass, wie du vorher gesagt hast, aufgrund von deinem Erscheinungsbild. Ja. Ja. Und irgendwo durch darfst du auch sehr charakterformende Erfahrungen machen. Du darfst auch sehr, wenn man jetzt auf deine Profession schaut, oder Sachen machen, die vielleicht andere Menschen aus Angst nicht können machen. Ja. Oder? Ja. Und ich finde einfach, das muss einem bewusst Fix. sein. So. Ich meine, für mich, eben, ja. Also nochmal, ich wollte nicht in eine Ecke drängen. Du hast es alles... Nein, du hast absolut recht. Du hast es alles auch selber gesagt. Das ist ein riesen Privileg. Ja, aber das Schlimmste, was du mit dem Privileg machen kannst, ist einfach nichts machen und einfach sagen, erzählen, hey, es ist so geil und so schlimm dort, oh mein Gott, leset mehr. Er macht das Beste Ja, draus. aber ich finde gerne von ihm hören. Ich finde, weißt du, eben die Privilegien, die habe ich. Ich habe mir die nicht gewünscht, aber natürlich bin ich froh, habe ich sie. Weil es mein Leben komfortabler macht. Aber letztlich geht es wieder um, was mache ich mit diesen Privilegien. Ich könnte auch zu fucking, keine Ahnung, ich habe meinen Bachelor auch der HSG gemacht, zwar nicht im Business, aber ich hätte auch zu irgendwie fucking Ernst & Young arbeiten und dort einfach meinen chilligen Batzen bekommen und in Zürich hängen und nichts machen. Aber ich habe gefunden, ich habe die Privilegien, auch, ich meine, es gibt auch Schweizer, die nicht an die Uni gehen aus finanziellen Gründen. Ich habe das Privileg gehabt, dass ich eigentlich jetzt auch noch, wenn Herd auf Herd kommt, ich hätte immer noch, ich wäre nicht obdachlos, weißt du, was ich meine. So, ich habe das Privileg, dass ich mit meinem Leben kann machen, was ich will, blöd gesagt. Und ich will das Privileg dann lieber nutzen, um vielleicht mich dafür einsetzen, dass in Zukunft die Welt weniger so Ungleichheit und Privilegien hat, weißt? Das ist so ein bisschen ja, vor allem wie du auch gesagt hast, oder? Ich meine, Leute aus deinem Umfeld, oder? Sind ja meistens, wie sie halt zum Beispiel gewisse Medien konsumieren, sind sie halt eher pro das oder pro dies oder sehen das eher so und nachher reden sie mit dir und dann kannst du immer noch entscheiden, habe ich jetzt Bock, mir anderen wirklich erzählen, wie schlimm es tun ist, oder soll ich einfach sagen, lies schnell den Beitrag. Und das ist ja dir ein persönliches Anliegen, oder? Ja. Das würdest du das nicht so... Ja, weißt du, wie wichtig dass man versteht, ich sage das nicht aus einem Punkt, dass ich dich an den Pranger stellen oder kritisieren. Im Gegenteil, ich finde, du machst sehr eine wichtige Arbeit, sehr eine gute Arbeit. Ich finde einfach, es muss uns als Medienschaffende irgendwo durch, oder uns als Menschen, die darüber reden können, in dem relativ komfortablen Ort, bewusst sein, dass wir jetzt eben den Moritz einladen. Und ich frage ihn nach seiner nach seiner mentalen Gesundheit. Ich frage ihn, wie es ihm geht. Obwohl es natürlich Menschen gibt, oder, wo sich nicht entscheiden können, dort hinzugehen und wieder zu kommen, sich nicht entscheiden können, nicht das Privileg haben, nicht den Komfort haben, um sich... Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich finde einfach, es ist wichtig, dass man das anspricht. Weißt du, zum Beispiel, wenn irgendwie jemand, wo... das habe ich ein bisschen die Erfahrung gemacht in der Schweiz. Sagen wir es, jemand, wo die Familie ist 1948 aus Palästina vertrieben wurde. Die leben jetzt in der Schweiz. Das sind Palästinenser, mit was auch immer für eine Nationalität, aber wir sind Palästinenser. Die dürfen nicht mehr dort hingehen. Ja. Ich meine, und die sind dann vielleicht so, wenn sie etwas sehen in Zürich.ch, wo ich irgendwie sage, ich bin weder dies noch das. So, Junge, du kannst dort hingehen und dann machst du das. So, und wir sind da, wir haben das Privileg nicht, um dort hingehen und etwas dort auf dem Boden verändern. Und dort finde ich auch voll legit. Ich finde so, hey, ja, das ist voll eine legitime Kritik und das nehme ich mir auch zu Herzen. Mich triggert es mehr, wenn einfach so irgendwelche, wohl genauso Käse-Schweizer sind wie ich und einfach zu viel Zeit auf YouTube und Reddit verbracht haben und das Gefühl haben, sie sind weise mit Löffel gefasst. Dann finde ich so, Junge, get a grip. Ja, aber, also Kneck. Ja, nicht nur er, aber auch. Ja. Und was ist deine Kritik an ihn? Weil mir werden ja oft gefragt, was Kritik ist und du hast in deinem Cypherpart ja auch namentlich, zweimal namentlich einmal mit dem bürgerlichen Namen. Bürgerlichen Namen und einmal mit seinem Künstlernamen. Wolltest du uns da noch schnell einfach Hintergrund geben? Sehr gerne. Für die nicht gehört haben, was ist so deine, falls du noch weißt, deine Line so an... oder deine Lines? Die eine Line war, ich sitze in Tela mit der Schwester und sie break the silence, durch was Jüdinnen jetzt denken an den Knecken weiss es. Das ist so ein bisschen in Bezug auf
jüdisch-israelische Kollegin, die ich habe, die für die Organisation Breaking the Silence schafft. Und dann das andere ist die Welt schon jetzt in Flammen, aber Zürich nicht am Brennen. Kevin, Max, Lena, David, Duvach, ihre Namen. Meinen ist auch Moritz und ich bin wirklich besser. Zukunft in der Hand, doch Gedanken an von gestern. Und dort sage ich ja Zukunft in der Hand, weil ich finde, mit der Privilegierung haben wir ja auch Zukunft in der Hand. Mein Problem mit dem Kneck, erstens wollte ich sagen, ich bin eigentlich nicht ein grosser Freund von, schlussendlich, ich sehe den Kneck nach wie vor, ich weiß nicht wie lange, aber noch als Linke. Und ich sehe mich selber als Linke und ich finde, man muss wie nicht die inneren Graben kämpfen mit gegen außen. Aber das ist das Problem von der Linken, vom linken Lager, das sehr fest da ist. Ich habe das eigentlich nicht machen. Darum habe ich ihm auch in der Vergangenheit auch geschrieben. Sehr nett, nicht immer gleich nett, aber in der Regel nett. Lass mich halt so tun. Nein, aber ohne Beleidigungen und so, weißt du. Und auch wirklich so Sachen empfohlen. Er hat mir auch mal gefolgt und dann wieder entfolgt. Ich habe mal wieder bei SRF Kultur gehabt, wo ich glaube gut war und dann hat mir nachher wieder entfolgt. Anyway, ich habe ihm mal geschrieben und es ist einfach nie etwas gekommen. Und irgendwann hat er mich dann blockiert. Und ich bin so wie können wir schnell Kontext geben? Seine Haltung? Ja, genau. Seine Haltung ist einfach mega pro Israel. Ich würde sagen, Israel apologetisch. Also er macht Entschuldigungen für Israel. Ja. Und er legitimisiert auch, was... Ja, er sagt, es ist kein Genozid. Und ich finde, man kann sagen... Ich finde, man kann sagen... Also keine Ahnung, Meinungsfreiheit. Man kann sagen, es ist kein Genozid. Okay. Wenn ich kann auch ein Hurensohn sein. Hey, ja, eben, Meinungsfreiheit, man kann sagen, es ist kein Genozid. Unsere Freiheit ist schon auch, wie wir darauf reagieren. Man kann sagen, das ist eine scheiß Meinung. Ja. Okay. Aber das ist halt seine Position und vor allem ist er mega laut. Er hat das mega umgeposaunt. Weißt du, wenn er das einfach denken würde, in seinem Kopf, whatever, so. Jeder hat das Recht zum Denken, was er will. Jeder hat das Recht zum Sagen, was er will, aber ich habe auch das Recht zum darauf antworten. Ja. Er hat das auch recht laut umgeposaunt. Er hat auch, glaube ich, auf YouTube 2 einstündige Videos gemacht. Das habe ich mir leider in ganzer Form gegeben. Krass, nein. Krass. Ja, weil es hat mich wirklich Wunder gemacht, was er Du bist gelaufen, damit wir rennen können, Bruder. Ja, ich kann wirklich... Ich muss mir nicht geben, Bro. Nein, als ich entschieden habe, am Cypher das dann gegen zu schiessen, habe ich das mir reingezogen. Ich habe auch seine Tweets und so alles gelesen. Er hat vieles gelöscht. Ja, er hat, glaube ich, auch mittlerweile ist er gar nicht mehr aktiv. Zum Glück. Aber eben, ich bin dann wirklich... Und ich finde, wie... falsch liegen ist etwas mega Menschliches. Ich liege bei so vielen Sachen falsch. Bei so vielen Sachen. Aber ich finde, falsch liegen ist eins. Aber wenn die ganze Zeit Leute kommen, und wir nicht im Cypher gesessen, und andere Leute auch in Dist, auch gesagt, du hast mich blockiert, ich will mit dir reden. Wenn die ganze Zeit Leute kommen, und bei seiner Reach kommen definitiv Leute aus dem linken Lager, die ihm sagen, hey Bro, lies doch mal das. Reflektier dich doch mal. Und ich finde, wenn wir dann, trotz all der Informationen, trotz all der Bemühungen von den Leuten, die sagen, hey Bro, du bist eigentlich meistens auf der richtigen Seite gewesen, vielleicht bist du es jetzt das mal nicht, informier dich doch. Dass man dann immer noch nicht mal reagiert, man kann ja sagen, ich habe es gelesen, ich finde es ein Scheiß aus diesen Gründen. Sondern einfach so ignorant ist. Das ist etwas, was ich nicht haben kann. Dass man die Ignoranz, dass man wie, nachdem man eigentlich alle Mittel hat, um sich zu informieren, einfach das alles ignoriert. So ein Unwille, um sich zu reflektieren und um sich zu informieren. Auch wenn es nur ist, dass man nachher zum Schluss kommt, ist alles falsch, was ihr sagt. Aber auch nur das ist etwas, was mich dann wirklich triggert hat. So, wenn ich an Cypher gehe, wenn Inshallah der Pablo mich einladet und Alhamdulillah, er hat mich eingeladen, dann mache ich das. Dann nutze ich meine Plattform dort für das, weil ich habe 1000 Followers. Jetzt habe ich schon 2000. King. Nein, jetzt habe ich 1000 Followers, er hat 20.000. So, wenn ich einfach einen Song mache und der Release, kann ich es nicht mit ihm aufnehmen. Aber am Cypher sind wir auf der gleichen Bühne, auf der gleichen Ebene. Ja. Und darum habe ich das dann auch gemacht. Und mir ist es auch wichtig, um eben nicht zu sagen, hey Kneck, du bist keine Ahnung, ein dummer Berner. Du bist irgendwie ein Weirdo. Keine Ahnung, das ist doch kein geiler Diss. Du hast es eloquent gemacht, Bro. Aber es ist doch kein geiler Diss. Ich meine, Leute irgendwie sagen, hey Kneck, du bist keine Ahnung. Hurensohn. Ja, du bist ein Hurensohn, okay. Du bist geiler Diss, ja. Fix. Das könnte gegen jeden sagen. Ja, ich meine wirklich, das kannst du gegen jeden sagen. Man muss auch schnell sagen, ich meine, Ehre, wem Ehre gebührt, und er ist auftaucht. Was? Der Kneck, ja. Er ist auftaucht, hat seinen Part gemacht, ist gegangen. Ja, eben. Aber er ist auftaucht, ist das Bike, hat komplett Scheiße rausgelassen. Nein, er hat einen Bezug genommen auf mich, glaube ich. Mit einer allein. Er hat gesagt, wenn er Krieg
beenden, fangen bei den Friedensforscher an. Das ist eben dem Video von SRF Kultur, wo er glaube gesehen hat von mir, dort haben sie mich Friedensforscher genannt. Aha. Ja. Was ist denn das für ein SRF-Beitrag? SRF Kultur, gerade nach dem 7. Oktober war es. Haben sie dich gerade interviewt? Ja, wir haben eben das Interview eigentlich schon irgendwie 3 Wochen vorher gemacht. Einfach so über ich gehe jetzt nicht. Das heißt, SRF Kultur hat vor allem gewusst. Sie haben das Und gebraucht. sie haben das gebraucht, Bruder. Jetzt haben sie es sie haben gewusst, sie so der Moritz. Nach dem 7. Oktober sind es halt wie gewesen, ich will das Video nicht so rausbringen, wir müssen es neu machen. Ja, und dann haben wir das gemacht und dann ist es gerade rausgekommen und dann ja. Anyway, darum habe ich das mit dem also ich bin nach wie vor, ich bin aber eigentlich nicht so ein Freund von Canceln. Ich finde... Ja, also die Debatte irgendwie. Ja, ich bin nach wie vor offen, mit ihm zu reden, mit ihm das Gespräch haben. Ich finde, weißt, ich kann auch, wenn ich mich darauf einstelle, habe ich auch Geduld. Ja, safe. Und für mich ist das die Brücke zwar jetzt abgebrochen und ich muss auch sagen, so viel von dem Camp ignoriert mich, glaube ich, jetzt auch. Okay, ich meine, es ist ihr Recht, meine Meinung scheiße zu finden. Aber ich bin nach wie vor offen, um das Gespräch zu führen. Mir geht es nicht darum, mich irgendwie über ihn zu stellen. Mir geht es einfach darum, hey, er ist bei einer linken Community, wo meine Community ist. Und so viel Scheiß am rauslassen. Ja. Er hat sich leider das Thema rausgesucht, wo ich literally mein Leben bis jetzt fast dazu gewidmet habe. Ist mit ihm, Bruder. Und jetzt wird er filetiert. Also ich will nicht mit dir diskutieren, Bro. Ja. Ich muss. Ich würde dich auch blockieren. Ja, aber ich kann ihn nicht... 100 Pro. Ich bin nicht einer, wo 6 Stunden lang an die Nausea und bis zum Moment kotzen diskutiert. Ich finde auch, irgendwann kann man sagen, okay, wir sind eine andere Meinung, let it be. Aber man kann es ja wenigstens probieren. Weißt du, er hat auch noch eine riesige Reichweite. Also wenn es einfach eine Person wäre, die zum Beispiel 1000 Follower hat, dann wäre es nicht so... Jetzt 2000? Nein, aber... Weißt du, was ich meine? Ja, wenn so Opfer ist. Dann nein, ich meine mehr so, Bro, hätte ihr, wieso, sagen wir, er wäre irgendein Newcomer, Berner Rapper oder so, irgendjemand, wo vielleicht nicht mal so viel Follower hat, auch normal Rapper oder so, dann würdest du ja das Gespräch suchen. Aber er ist mit so einer Reichweite für eine Phase lang hat er ständig Scheiß rausgelassen en masse, die ganze Zeit, dass eben, du gesagt hast, denkst du so, hey, du hast so viele Leute, die das lesen, was du sagst, oder hören, was du sagst. Und du lässt so viel Scheiß. Das ist problematisch. Ja, egal. Scheiße. Ich finde es auch interessant, dass er vor allem auch von der Migra-Community viel Backlash bekommen hat. Und ich finde, das sagt einiges aus. Ja, ich finde das einiges aus, weil er, ich meine, ich bin auch ein weißer Schweizer Käse-Dude, aber so ich bin mir das bewusst und ich versuche eben genau darum auch nicht so viel Space zu nehmen. Und auch zuzuhören. Weil es gibt mega viele Leute, die nicht die gleiche Lebenserfahrung haben, nicht so privilegierte Lebenserfahrung haben wie ich. Und denen muss man doch zuhören. Und ich habe das Gefühl, bei ihm ist das einfach nicht der Fall. Er ist so, Antisemitismus, das ist mein Baby, das ich mich dafür einsetze. Alle, die irgendwie mit dieser Welt sich nicht klarkommen, die sind falsch, die sind nicht Schnur haben. Also wir können als Sprachrohr für Migra-Kids sagen, gewisse von uns haben einfach auch nur gewartet, dass er irgendeinen Scheiß rauslässt, damit wir endlich können. Nein, andere Frage, gibt's, wenn wir schon bei dem Thema sind, gibt es andere Schweizer Künstler, Künstlerinnen, wo du, also muss nicht nur negativ sein, auch positiv zum Beispiel, wo du sagst zum Beispiel, ey, habe ich richtig gut gefunden, hat mich überrascht oder finde ich nice, oder ey, von dieser Person bin ich nochmal auch enttäuscht und so hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Also beim Knack gibt es ja jemanden, der mit ihm recht nah affiliiert ist durch ein ähnliches Format für mich, das wir jetzt da gerade machen. Von dieser Person hätte ich von dieser Person hätte ich mir es ist mir nicht wert, den Namen zu sagen. Alles gut, ich verstehe. People know who I know, who I mean. So, bei dieser Person finde ich einfach, es ist einfach schade, dass nie ein Statement gekommen ist. Ich merke wieder, dass ich so ein bisschen so in den Posts und so ein bisschen Distanzierung von hat schon viele Leute ein bisschen Respekt und Angst davor, ne? um sich allgemein zum Thema äußern. Ja, aber dann kann man wie auch sagen, okay, ich mache jetzt ja, okay, aber bei ihm ist jetzt wie, finde ich... Es ist wie wenn du würdest etwas sagen, wo wir offensichtlich eigentlich nicht hinterstehen könnten. Und ich würde einfach so tun, als hättest du es nicht gesagt. Ja, genau. Ich weiss, nein, weißt du, was ich meine? Ja, safe. Darum ist es wie ein Unterschied. 100 Pro, nein, ich meine, ich will nicht sagen, wieso, hey, er hat Angst wegen dem. Ich meine mehr so, ey, aber schon krass, wie viele Leute eigentlich nichts sagen. So. Also bei ihm dann positiv aufgefallen, hey, es gibt einige RapperInnen, die alles mögliche, Rapper, Musiker, Maler, Zeichner, alles. Ich habe das Gefühl, die Kulturwelt ist nicht still. Also weißt, ich glaube, es gibt genug Leute, die... Ja, also ich meine, so, keine Ahnung, in Bern gibt es Leute,
so bei See the Freshman sagt auch immer Sachen, der Native sagt auch immer Sachen, sogar so jemand wie der EAZ, der einen riesen Reach hat, so für Schweizer Verhältnis, ist dort laut. Ich vergesse sicher jetzt noch etliche andere, aber... Wir haben letztes Mal über Laila Moon geredet. Aha, okay, ja, eben, ja, zum Beispiel. Und wir haben dann auch gewisse Kritik bekommen von Hörerinnen, wo gesagt haben, hey, es ist so berechtigt, dass Laila Moon den Preis weggenommen worden ist, weil sie zum Boykott von Israel aufgerufen hat. Also so pauschal zu israelischen Produkten, zu allem. Genau. Israelische Artists wahrscheinlich vor allem in ihrem Fall. Genau, und dann hat einer geschrieben, so, hey, sie hat per se alles, was von Israel ist, boykottiert oder zum Boykott aufgerufen. Und dann hat er gesagt, das ist wie so, wenn jemand würde sagen, kauft nichts. Ich weiß nicht, ob er das Beispiel von uns gemacht hat. In der Türkei haben sie amix Cola gekauft, auf den Boden geleert, zum Protestieren aber gegen Amerika. Aber sie kaufen es. Eben, auf jeden Fall, eben ist so, hat einer geschrieben, also, hey, das ist wie wenn jemand würde sagen, konsumiert nichts, was von Kurdistan ist oder von Türkei ist und so weiter. So. Ja, aber ich meine, kommt halt wieder auf. Also, erstens mal, bei der Leila muss ich sagen, es ist einfach eine Meinung, die sie vertritt, es hat nichts mit ihrer Kunst zu tun. Also, von dieser Hinsicht finde ich es schon mal absolut hanebüchen, dass vor allem das Geld, das wahrscheinlich damit associated ist, zurückgenommen worden ist. Ich meine, und von einem Exponent von der Schweizer Politik, von glaube ich, der absolute Bodensatz ist vom Faschismus, den wir jetzt heute haben, Joel Thüring. Shoutout. Einfach das ist das Gegenteil von Shoutout, so in den Boden rein. Das ist einfach der SVP-Politiker. Ja, der aussieht, als wäre er irgendwie, keine Ahnung. Einfach er so, das ist nicht. Einfach er von Bro, Basel hat aber auch Laila Moon. Ich meine, Basel ist auch Hit or Miss. Oder? Viele coole Leute aus einfach Basel. dort ist entstanden, dort haben sie sich getroffen zum Israel und dort ist auch Laila Moon her. Also. Eben, und also keine Ahnung, ich meine, ja, ich finde Basel eine easy Stadt, so nur von der Record. Ja, du bist ja von der Uni Basel, gell? Ich bin so fast nicht dort, aber es ist einfach noch cool. Ich finde die Leute ein bisschen weniger... Das wär's gewesen, liebe Freunde? Nein, Spaß. Nein, ja, also... Ja, das Beispiel mit Kaufen bei Kurden. Ich meine, da kommt es wieder davon, was macht Kurdistan? Wenn jetzt Kurdistan eben mit Armenier am Genozidieren ist, okay, ja, ey, vielleicht fair enough, dass du nicht für ihn kaufst. So, es ist ja nicht kaufen nicht bei Israel für immer und ewig. Es ist einfach kaufen nicht bei Israel, solange der Genozid stattfindet, solange Apartheid in Westjordanland gibt, solange die koloniale Geschichte nicht adressiert wird. So. Und das sind ja klar mit irgendwelchen zukünftigen Sachen, die passieren sollten, verbundene Demands. Und von dem her, hey, I get it. So. Ich würde sagen, wir kommen bald zum Abschluss. Ich hätte noch schnell eine Frage bezüglich Unis und so, aber frag doch zuerst. Mir ist ganz kurz einfach so als Neugier. Gehst du bald wieder runter und wenn ja, wann? Ich habe es nicht vor. Also, ich gehe sicher irgendwann wieder runter. Aber nach einem Jahr unten ist für mich... ich muss jetzt in der Schweiz meine Doktoratsarbeit schreiben im nächsten Jahr. Stimmt. Und ja, also ich habe es noch nicht geplant. Okay. Von was handelt deine Doktoratsarbeit überhaupt? Siedlerkolonialismus im Westjordanland. Also ich schaue eigentlich an, wie sich die israelische Besatzung vom Westjordanland und der Siedlerkolonialismus, der stattfindet, unterschiedlich auswirkt auf eben Area A, B, C. Also in Masafariat Area C, dann Azaria, wo ich gesehen bin, Gebiet B, also Area B, und in Bethlehem Area A. Genau. Und du hast dort auch all die Interviews, die du geführt hast, die sind einfach Pen and Paper oder hast du aufgenommen, Video, Audio? Nicht Video, Audio einfach. Also einfach, damit ich es nachher transkribieren kann. Absolut. Ja. Und da hätte ich eigentlich noch als grundlegende Frage, viele Unis stehen in Kritik, weil sie zum Beispiel... Wie Studis? Also einerseits, weil sie Israel unterstützen, beziehungsweise gewisse Partnerschaften haben. Und andererseits, weil zum Beispiel pro-palästinensische Aktivitäten untermauert werden. Oder da hat es ganz viel, ETH ist im Kritik gestanden, ZRK ist in der Kritik gestanden, Uni Basel auch. Sind deine Studien in Gefahr? Unterstützen sie dich? Ja, sie geben mir Geld fürs nächste Jahr, von dem her, ja. Okay, und deine Forschungen sind nicht in Gefahr wegen dem? Nein, eigentlich nicht. Das ist natürlich schon etwas, was man sich überlegen muss. Falls jetzt irgendwie... ja, also in der Uni Basel hat es einen Fall gegeben von einem Doktorand, der jetzt fertig ist, er ist Palästinenser, der aber an Basel eingeschrieben war. Und ich kenne ihn auch. Und er hat wie eigentlich ähnliche Forschung gemacht wie ich. Westjordanland, Interviews,
Ethnographie, also dort sein und mit Leuten zusammenleben, beobachten etc. Und er ist nachher von der NZZ, von einem NZZ-Journalist, Rico Bandli, der früher bei der Weltwoche war, ziemlich bekannter Rechtspopulist. Weltwoche, der gut. Ja. Dann so ist seine Arbeit irgendwie angegriffen worden. Er hat gesagt, ja, das mit er hat wie gesagt, es gibt einfach viel mehr Wildschweine im einen Gebiet und das macht eben das Land der Palästinenser kleiner. Und er hat nicht wie gesagt, gewisse Leute sagen halt, seit es mehr Siedler gibt es das. Aber er hat nicht wie gesagt, es ist eine bewusste Policy von Israel, um die Wildschweine auszusetzen. Aber der Dude von der NZZ hat dann gesagt, ja, er wirft Israel vor, dass sie eben die Wildschweine als Waffen einsetzen und so Zeugs und ja, und das hat dann wie es hat dann einfach Zeitungsartikel gegeben und die Uni hat halt das finde ich fast ein besorgniserregend am Ganzen. Nicht, dass die Uni und Politik so mega schnell reagieren auf Journeys. Ich finde Journeys sind erstens mal, es gibt viele Journeys, die politische Agenda haben. Es gibt viele Journeys, die keine Zeit haben. Weil heute im Journalismus ist einfach wenig Zeit, du musst viel produzieren. Das heißt, du hast nicht viel Zeit, um wirklich recherchieren. Also die meisten Medienhäuser haben ja einfach keinen Faktencheck mehr. Genau. Und dann wird etwas geschrieben und dann lesen das viele Leute. Oder die Unis und die Politik denken zumindest, dass es viele Leute lesen, weil sie in der NZZ steht. Und dann sind die Unis so, wir müssen jetzt irgendwie reagieren, wir müssen jetzt irgendwie da müssen das irgendwie überprüfen. Es hat dann auch Überprüfungen gegeben, wo zum Schluss kam, dass die Arbeit alle wissenschaftlichen Standards erfüllt und so. Und ja, ich meine, ich habe eine ähnliche Methode. Ich kann ja auch Leute interviewen und nicht irgendwie UNO-Reports nur zitieren. Und von dem her, ja, also das ist ein Gedanke, der bei mir immer wieder im Kopf ist. Was mache ich, wenn das passiert? Ja, wie willst du belegen, was die Leute gesagt haben? Durch deine Audios. Aber das ist wie auch, ich weiß nicht. Und ist es repräsentativ? In ethnografischer Forschung ist es repräsentativ. Okay. Also dort, es sind ja Interviews, die im Schnitt so 45 Minuten gehen. Also, und ich meine, innerhalb der Wissenschaft gibt es natürlich auch wie so ein bisschen die Machtdynamik. So, wer darf Wissen produzieren? Und PalästinenserInnen als Teil vom globalen Süden, von der kolonisierten Welt, ja, das ist natürlich eine Gruppe von den Menschen, die in der westlichen Wissenschaft eher nicht unbedingt als die angeschaut dürfen Wissen produzieren. Also eben wahrscheinlich in Kurdistan ist wahrscheinlich ähnlich, dass jetzt auch wenige, es gibt viele Leute, die dazu forschen, aber ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich, oder wie wenn ich jetzt auf Kurdistan, wenn ich das Gleiche gemacht hätte mit Kurdistan, was ich mit Palästina mache, dann würden vielleicht auch einige Leute kommen und sagen, hey, das ist im Fall, das ist irgendwie nicht beleidigt. Oder eben, weißt, wie fest wirst du unterstützt? Zum Beispiel, es gibt ja, also weißt, ich finde das Geld geben von einer Uni ist ja wie so etwas. Das ist eigentlich fast das Wichtigste. Wichtigste, check ich sehr, oder? Aber auf der anderen Seite zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass auch irgendein Mentorat oder so, also weißt du, wie ich meine, so, wo dann vielleicht die Leute ein bisschen vorsichtiger sind. Habe ich ja nie so wirklich gesucht. Okay. Ich habe jetzt eine Professorin, also es ist eine jüdische Israelin, die aber ihre Forschungsgebiet ist eigentlich Segregation im Westurenland und ich will jetzt nicht sagen Mentorin, aber sie ist Co-Betreuerin von meinem Doktorat und von ihr lerne ich sehr viel. Auch wenn wir jetzt vielleicht nur alle 3-4 Monate reden, aber jedes Mal, auch wenn wir nur eine Stunde reden, Bro, ich lerne so viel. Es gibt mir wirklich mega viel, so das Feedback von ihr und so. Und ja, ich weiß nicht, ob ich in der Forschung bleiben will, weißt du. So. Ja, check. Für mich, mit der Musik kann ich genauso viele Leute erreichen. Da ist leider kein Para drin, aber eben, so, nein, bis jetzt nicht, aber ja, es kann, eben, ich versuche mich, durch die Musik habe ich das Privileg, dass ich ein bisschen bekannt werden kann. Und dann ist es vielleicht auch nicht mehr so einfach zu mich angreifen. Geil. Voll. Nicht, ich kann noch fragen, kennst du den Enolenze? Okay, easy. Das war so ein Deutscher, wo ich auch, wenn man jetzt schon von Weizen redet, weißt du, so, ich habe gerade so einen Deutschen in meinem Kopf gehabt, wo so, bevor der IS-Krieg angefangen hat, hast du so nicht so viel von Kurden mitbekommen, weißt du, ist so sehr, sehr seltenes Thema gewesen. Und das war einfach ein Deutscher, Bro, der einmal im Irak war, reisen und er so, Alter, was sind Kurden? Nachher war er dort. Der Tobias Huch-mäßig. Ja, aber Tobias Huch ist... Der hat eine ganz schwierige Ansicht zu Palästina. Ja, der ist auch ein Peach. Unglaublich. Der ist auch ein Peach. Ich verstehe nicht, wie er sich für Kurden einsetzt, aber nachher sagt er, nein. Unglaublich. Palästina. Bro, lustig, ich muss ganz kurz sagen, letzte, weißt du, wo ich den wieder mal gesehen habe? Wo? Bro, ich bin irgendwie im Rabbit Hole gelandet von Insta und dann schlussendlich bin ich einfach auf einer
Insta-Page von einer rechtsextremen OnlyFans-Creatorin gelandet. What the fuck? Bruder, frag nicht. Ich Voll, schwöre auf alles. frag nicht, Nein, aber wie? es ist Voll. wirklich... Es, Ja. können wir kurz ernst bleiben? Ja, Danke. Bruder. Ich bin wirklich im Rabbit Hole irgendwie von Palästina da, tak. Und dann, okay, ich habe gefunden, okay, wer ist das? Und dann bin ich drauf. Und dann einfach Tobias Huch in den Kommentar. Einfach so, damn, du siehst gut aus, Schatz. Ja. Ich bin so überrascht gewesen. Bro, Jürg Halter-Vibes. Bro, ich habe wirklich in meinem Kopf den Tobias Huch damals noch als... Ja, eben, deswegen, ich han so gesagt, ich so, weißt du was, geile Sache und so, nachher ist das passiert, ich sage jetzt, das auch jetzt so da vor der Cam, ich als Kurt Tobias Huch schon Peach, scheiße finde. Und der Eno Lenze ist auch so einer gewesen, weißt du, so, Bro, Dad. Und der hat auf Twitter hat er gegen türkische Trolls gefightet, gell? Der hat das, wo mir geschrieben hat, ich fick die Mutter, er so, look, aus deinem Grund bist du falsch und so. Ja. Und das, weißt er so, red mit mir ein bisschen normal, dies und das. Und die Türken so, Atatürk in den Arsch und so. Und er so, Atatürk ist eigentlich ein Mörder gewesen, Ja. weißt Er soll die Mutter wirklich, okay, aber... Eben. Und er ist ein richtig geil, Bro, und ihn habe ich überall angefangen zu folgen, weil das ist der erste Allmann gewesen, oder der erste VC, der einfach das gesagt hat, was ich sage, aber Leute ihn haben schlau. ihn schlau und plus haben ihm halt die Leute zugelassen, die ich versuche erreichen. Aber das ist genau der Punkt. Darum, ich meine, für mich, meine Zielgruppe ist ja nicht Palästinenser Eben, ja. Absolut. Die checken Absolut. ja, ich muss ihnen nicht Ich ihr check's, Leben ja. erklären. Meine Zielgruppe sind ja Menschen in der Schweiz. Und Absolut. genau weil ich eben ein privilegierter Schweizer Käse bin, habe ich wie da aufgrund von dieser Privilegierung und dieser ungleichen Gesellschaft da, Voll. wird mir zugelassen und darum... Genau. Ja, Aber das ist genau, also... Deswegen eben bin ich auch, als er so mit dem angefangen hat, ich so, geile Sicht, weißt du, so wichtig für uns, weil, Bro, ich habe von Anfang an folgen und ich habe ihm auch so, Bro, ich habe so geschrieben auf Twitter, so, hey, Bro, die haben mich gesagt, ich küsse auf dein Herz. Er sieht dann selber so, nein, jetzt Er hat beleidigt mir wieder geschrieben, also merci vielmals, ich küsse dein Herz. Ich weiß nicht, wie du dazu gekommen bist, aber er ist schwer schön und wichtig, weil... Ist das ein Rapper oder was ist das? Nein, er ist einfach ein Journey, Bro. Aha, okay. Er tut übrigens auch Dings betreiben, nebenbei, irgendwie... Dropshipping. Nein, eine Halle in... ein Museum in Berlin, wo halt auch so um Nazi-Zeit geht und so weiter. Okay. Und Bro, der Typ, ich so, küsse das Herz, du erreichst die Leute, die sonst keiner von uns, du kannst studieren und Journey werden, du kannst anfangen Vlogs machen, niemand würde schauen. Also, aber das ist ja unsere Leute würden gestern schauen, haben wir über das geredet, wir haben gestern darüber geredet, wie das ist, wenn Männer sich zu feministischen Themen aussprechen, oder? Und zum Beispiel, wir sind ein Männer-Podcast, wir sind zwei Jungs und wir reden darüber. Und dann habe ich gestern auch die Aussage gemacht, ja, es wird einfach Männer wird mehr zugelassen. Und ich glaube, in dieser Gesellschaft, wo wir sind, ladet das SRF oder irgendwelche andere Leute halt eher einen Friedensforscher, Konfliktforscher ein als eine palästinensische Familie, die das an erster Stelle erlebt hat. Und man lässt die Räume zu. Ich finde, wie dort gibt es aber dann irgendwann auch Krux für eben Männer, die sich zu feministischen Themen äußern, oder ich, die mich zu Palästina äußern. Mit Krux meinst du komische Leute? Nein, Krux, das deutsche Wort, KRU, Aha, der Haken okay. sozusagen. Ja. Ist dann wie irgendwann so, irgendwann mussten sie, okay, ich muss wie schauen, dass ich jetzt nicht die actual Leute, wo ich dass ich ihnen nicht Space die Bühne wegnehme. Ich glaube, bei Palästina, weil es halt räumlich auch getrennt ist, ist es vielleicht noch etwas anderes. Aber es gibt ja mega viele Männer, die sich, mega viele, aber zumindest in meiner Bubble kenne ich immer wieder Männer, die sagen, sie sind mega feministisch, aber nachher mega viel Space hinnehmen. Ja, absolut. Und dann finde ich halt so, okay, absolut. Ich meine, so das widerspricht sich ja. Und dann finde ich, es ist nicht, dass wir als Männer dann irgendwie immer müssen, mega Angst haben, zu irgendetwas zu sagen, aber wir sollten uns selber reflekten. So. Ist es wirklich nötig, dass ich jetzt den Space nehme? Und ist es wirklich nötig, dass ich jetzt 5 Minuten rede und 30 Sekunden? Ja, absolut. Darum haben wir jetzt zweieinhalb Stunden reden. Ist auch gut, ist auch wichtig, sind auch wichtige Themen gewesen. Wir hätten nochmal eine halbe Stunde reden, aber ja. Wie geht's dir? Gut. Wie hast du dich gefühlt nach dem Gespräch? Oder wie fühlst du dich nach dem Gespräch? Hey, gut. Es ist mega schnell vorbeigegangen, muss ich sagen. Ja, safe. Zeit rennt. Zeit mit dir ist wie im Flug. Ja. Baby. Habaib. Ja, okay. Plural von Habibi. Jetzt haben wir gutes Wissen für alle euch. Jetzt gehst du ja. Für alle, die gerne... Die nächste, also eher laut, Habaib. Habaib, Plural. Habibis klingt halt ein Habaibs. bisschen schöner. Habaibs. Nein, für alle, die deutsche Jugendsprache ein bisschen besser verstehen, lohnt es sich immer, zum ein bisschen Arabisch zu lernen. Siehst du jetzt, ja, wegen der Talahund. Nein, ist gut. Talahund heisst einfach nur, komm da an. Komm da an, gell? Ja, siehst du jetzt. Danke für die Aufklärung. Heute ist eine Premiere. Ah ja. Genau. Bevor wir das aber machen, das heutige Outro wird ersetzt durch ein Live
wie nennen wir das? Live? Podcast exklusiv. Ich weiß nicht, Ich Es wird der Startschuss, halt, nächstes Mal machen wir kurz und bündig Cypher, SF Bounce. Geil. Gar nicht mehr zu sagen. Aber bevor wir das machen, bevor ich den Beat laufen lasse, du hast jetzt 2,5 Stunden gehört, willst du ein Glas Wasser? Oder ist gut? Nein, ist gut. Ist gut. Das sind ja nur noch 1 Minute. Ja, gut. Bevor wir das machen, wir geben immer den Leuten noch 30 Sekunden, 40 Sekunden, 1 Minute, wo du noch die Plattform für dich hast, wo du irgendetwas darfst sagen, was immer du willst, und danach würde ich den Beat anfangen. Kannst, wenn du den Beat von Josh brauchst, sagen, hey Josh, gib mir den Beat. Okay. Oh mein Danke. Gott. Okay, Danke. ich hasse dich. Auf jeden Fall danke, bist du da gewesen, danke für deine Aufklärung, danke für deine Arbeit, die du Danke leistest. vielmals, Bro. Schön bist du da gewesen, schönes Gespräch gewesen. Danke für die Einladung. Schön gibt's auch dich und schön machst die Arbeit jetzt im Namen von allen Kennex. Mhm. Haben wir jetzt gesagt. Küss dein Abu Zainek, Bro, küss dein Herz. Abu Sayunik, ja, stimmt. Das ist Arabisch, oder? Sag einfach ja, Bro. Sag einfach ja. Abu Sayunik, hast dich küsst deine Herz, Ja, aber ich ja. habe das noch nie jemand gehört sagen auf Arabisch. Ja, vielleicht okay. ist das... Nee, wir haben es erfunden. Hm. Nein, also, gut. Ist noch geil, Ja. muss ich merken. Also, 30 Sekunden in Zeit. Hey, für alle Leute, die sich amix vorkommen, als könnten sie nichts machen gegenüber all den schlimmen Sachen auf der Welt, erinnert euch daran, macht das, was ihr könnt. Überlegt euch, was ihr machen könnt. Jeder Mensch hat Skills und Talent, wo man einbringen kann. Macht das, setzt das ein, aber macht euch auch nicht kaputt, dass ihr nicht die ganze Welt flicken könnt, weil wenn ihr nachher depressiv seid, wegen eurer eigenen Machtlosigkeit, hilft das auch niemand. Darum schaut auf euch selber, weil das ist auch wichtig, um euren Aktivismus nachher wieder befördern. Und Free Palestine. Josh, kick the beat. Yeah. Kurz und bündig exklusiv. Zumal. Hey. Es ist 12:30 am Morgen, ich bin lang noch nicht müde. Ich hab Mucken in meinem Zimmer und Gedanken, wo blüht. Rap, Azaria, PhD-Zeit für mich. Ich hab noch nicht mal angefangen, aber bist schon 31. Granaten an dem Mauer, dass dich fühlst wie im Sischen. Es gibt viele, die viel reden, aber wenig haben den Vision. Bülach, Palästin, schon ich suche die Hoffnung. Wie wird's gut sehen, wenn da alles nur kopfig? Bulldozer im Anmarsch, final so wie Barrage. Deine Härte, Jungs, schiebt das längstens schon Paras. Homies, sei mir Chalas, ich will weg da. Weil das deine Träume da kaputt gehen, ist extra Absatzung wie der Tod. Du weißt nicht, wenn's dich nimmt, aber früher oder später ist für jeden da bestimmt. Soldat hat schlechte Laune, heisst am Checkpoint gibt's Schläge. Meine Freunde chasen Freedom, deine Freunde nur the bag. Free Palestine, kurz und bündig. Free the whole world, you know what I mean. I'm out.